Müller im Interview. War es auch ein wenig ein Sieg für Thomas Tuchel? Für uns alle. Also wir stecken da schon alle im gleichen Boot. Das ist natürlich jetzt als Bayern-Spieler mit drei Niederlagen in einer Woche keine leichte Zeit gewesen. Und dementsprechend sind wir natürlich heute echt froh, dieses Gefühl eines Sieges, auch noch gegen Leipzig, wirklich auch ein Gegner, der einem wirklich wehtun kann. Und dass wir auch mal so ein Spiel einfach für uns mitgenommen haben, obwohl es auch von der, wie das Spiel gelaufen ist, war es ein kleines Spiegelbild zu dem, jetzt vielleicht in Bochum, ich frage euch eigentlich, wollte euch eigentlich erst sehr fragen, wie ihr das stabil Spiel und gesehen kontrolliert. Nicht immer. Dennoch war am Ende der Wille größer. Ja, also auf jeden Fall die erste Halbzeit. Ich finde, man sieht schon immer auch, selbst jetzt in den Spielen, die ja auf 90 Minuten gesehen, wie Lazio und Bochum, nicht nach unseren Vorstellungen gelaufen sind, war es trotzdem so, dass wir in der ersten Halbzeit die bessere Spielanlage hatten, wenn man auf uns schaut. Und wir sind aktuell da einfach nicht effektiv genug, weil du kriegst gegen Leipzig, gegen diese Spieler, die sie auch offensiv haben, die haben wir total kontrolliert. Wir haben Leipzig in der ersten Halbzeit, glaube ich, zu kaum einer Aktion von ihren, und ich sage mal Xavi und Dani Olmo sind ja auch Spieler mit Magie, mit Fantasie, gar nicht zum Zug kommen lassen. Und gleichzeitig selber sind wir in ganz viele gute Räume gekommen und hatten tatsächlich auch 2, 3 wirklich hochkarätige Chancen, machen aber da dann einfach das Tor nicht. In Bochum lassen wir das zweite oder vielleicht auch das dritte liegen und das tut uns natürlich irgendwo weh und deswegen freut es mich, dass der Spielverlauf dann heute auch ein bisschen glücklich hinten raus für uns war, auch wenn die Jungs, die eben reingekommen sind, Chupo super Gas gegeben und freut mich natürlich, dass er da noch einen aufgelegt hat und dass wir endlich einfach mal wieder gewinnen. Neuer meinte, dass jeder Einzelne ein schlechtes Gewissen haben sollte wegen Tuchel. Wie sehen Sie das? Ja, die Trainerdiskussion, die ist insgesamt auch irgendwo müßig für uns. Es ist natürlich so, wenn du die Spiele nicht gewinnst, wenn wir nicht so schön spielen, nicht so gut spielen, nicht so konstant spielen, wie man das hier beim FC Bayern erwartet, dann kommen Diskussionen auf und dass wir Spieler da auch mit dem Boot sitzen, ist völlig klar. Und trotzdem, glaube ich, hat man das auch heute wieder gesehen. Der Trainer bereitet uns vor, wie ich es versucht habe zu sagen, Bochum, Lazio. Es ist schon signifikant, dass wir eher in den Anfangsphasen und ersten Halbzeiten der Spiele, also da, wo es wirklich noch vielleicht leichter ist, dem Matchplan zu folgen, dass wir da eher unsere besseren Phasen haben und deswegen sieht man auch, glaube ich, dass da jetzt nicht irgendwie ein Tischtuch völlig zerschnitten ist, auch wenn wir sicherlich unsere Probleme jetzt in der Vergangenheit auch hatten, sonst wäre es nicht zu der Situation gekommen. Aber hat der Trainer mal irgendwie mit Ihnen gesprochen, von wegen die Zeit geht zu Ende? Das ist jetzt irgendwie eine komische Frage. Warum? Ob der Trainer gesprochen hat, es geht jetzt zu Ende. Also wann die Entscheidung verkündet wurde, Mittwoch, oder? Ja. Mittwoch. Ja, seit Mittwoch. Der Jan-Christian Dresen hat das gemeinsam mit dem Trainer, der Mannschaft und dem Staff mitgeteilt. Waren Sie überrascht? Ja, die Mechanismen, also ich sag mal, ja, jetzt hast du 2 Fragen in einer gestellt. Das mal klären. Also okay. Wir haben ab Mittwoch einfach gemeinsam, so wie es von Verein und Trainer gemeinsam entschieden wurde, auf das Spiel hingearbeitet, hochprofessionell und wir sind auch alle voll im Saft, dass wir das besser hinbekommen wollen, als es jetzt die letzten Wochen war. Ja. Und hat es Sie jetzt überrascht? Ja, also, wenn du 3-mal verlierst, dann hat es mich nicht überrascht, dass Gedankengänge in Gang gesetzt werden. Die Umsetzung dessen ist sicherlich in der Konstellation auch neu. Also ein bisschen hat es mich schon überrascht, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber ich glaube, dass wir das Ganze ganz gut mit Leben füllen können jetzt. Was macht der Verein denn falsch, wenn man so viele Trainer hat, obwohl sie die Besten sind? Beobachter und Analysten, da müsstet ihr ja eigentlich da schon die Lösungen auf der Hand liegen haben, weil ihr könnt uns ja immer ganz gut beobachten und lesen. Dass ihr wachsen könnt, wird euch aber auch gar nicht mehr gegeben, oder? Aber wir müssen natürlich schon im Blick behalten, dass wir in einem extremen Tagesgeschäft sind. Entwicklungen, das hört sich immer so nett an, aber ungeduldig ist man ja zumindest vor allem bei uns beim FC Bayern auch von außen sehr, sehr schnell. Also
ich sag mal, man spricht immer gern von Entwicklung, aber wenn die Ergebnisse bei uns nicht passen, wir sind kein Ort für Entwicklungen. Es muss jeden Samstag, jeden Mittwoch funktionieren. Am besten noch nicht mal mit einem biederen 2-1, sondern ein 3-0 soll es schon sein. Und dementsprechend ist das bei uns natürlich immer ein ganz heißer Reifen. Jede Umstellung, jede Verletzung, und du musst immer wieder reagieren. Das ist überall so im Profigeschäft. Aber ich glaube, diese Gedanken, dass man das ja so ganz groß aufziehen muss. Jeder tut alles bei uns, das kann ich Ihnen sagen, für den Erfolg. Aber man muss natürlich schon festhalten, dass es jetzt nicht so geklappt hat, wie das von uns erwartet wird. So sieht's aus. Es hat nicht so geklappt. Ne? Muss man mal ganz klar sagen. So, Servus erstmal, Leute. Servus. Eieieiei. Ja, ich brauchte irgendwas für den Start hier, ne? Habe ich mir gedacht, ich habe es auch noch nicht gehört, was der Thomas so zu erzählen hat. Hätte nur ein bisschen was gelesen. Ist ja schon wild. Teilweise. Aber wir sind natürlich zufrieden. Wir haben 2-1 gewonnen. Alle Konkurrenten um die Champions League Quali haben verloren. Also ich denke, das sollte safe sein für uns. Selbst wenn wir wieder Tuchel-Fußball spielen in den kommenden Spielen, sollte alles gut sein, ne? Gut. So, Sonnenblume, Servus. Martin, Servus. Guru Kaijiru. Andreas Heidrich, Basti, Tobi, Jan, Tommy, Johann, Andreas Heidrich, Simon, Johann Wayne, Tommy, Sonnenblume hatten wir, LP Simon, Mara natürlich, die ist ja auch im Hintergrund da. Kann ja mal kurz Hallo sagen, wenn sie mag. Okay, sie ist gerade nicht da. Der Versuch war da. Doch, servus. Oh, servus. Andi, servus. Chico. Mir Samir, servus. Walderada, servus. GB. Eberl ist offiziell. Deswegen der Titel, ne? Fuchs. Wir lesen uns gleich das Statement durch, was der Verein raushaut, weil wir machen ja keine Pressekonferenzen mehr. Wir geben ja nur noch Zweizeiler raus. Aber ich habe gesehen, diesmal ist es sind es ein paar mehr Zeilen als ein Zweizeiler. Lesen wir uns gleich mal durch, weil ich habe auch noch was gelesen von verkleinerter Führungsstruktur und ja. Lesen wir uns gleich durch. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Schauen wir gleich mal rein. Domai, moin allerseits. Nick, servus. Thomas Hofmann, servus. Provokativ, servus. Produce, servus. Long PvP, servus. Emil Hase, servus. Jadoro, servus miteinander. Hobbydampfer, Trulli, Lost in Thailand. Phineas Fock, damit habe ich es erstmal. Leute, servus erstmal. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ist ja montags immer so eine Geschichte, wa? Ich gehe mal ganz kurz mal durch eure Posts, ob irgendwas Wichtiges dabei ist. Wenn nicht, ziehen wir uns gleich mal kurz das Statement rein vom Eberl. Ich lese euch das mal vor. Oder was heißt vom Eberl? Vom Verein, dass wir Max Eberl verpflichtet haben. Der Heilsbringer ist gelandet, sozusagen. Ja, bin gespannt. So, was ist die Frage des Abends? Pro Schnitt 1.000 Euro. Was, pro Frage oder was? Kein Thema, Leute. Ja, ich habe schon gesehen, Kloppo und Tuchel-Vergleich, das kannst du eh nicht vergleichen, da müssen wir nicht drüber reden, denke ich. Das sind ja zwei völlig verschiedene Arten von Trainern. Das kannst du ja gar nicht vergleichen. Der eine kommt über Emotionen und Pressing und Bam, Bam, Bam und der andere kommt über Taktik bis, keine Ahnung, 10 Schachzüge im Voraus und ohne Emotion. Obwohl, wir müssen ja sagen, am Wochenende hat Thomas Tuchel ja endlich mal gecoacht. Ne? Also, ich war ja angenehm überrascht. War schon wild. Und Tuchel selten so aktiv an der Seitenlinie gesehen. Machen wir das Licht an. Hör mal, das ist Live-Bild aus der Allianz Arena, ne? Ich wollte so sagen. Ist live. Alle 10 Sekunden wird das aktualisiert, deswegen ist dunkel. Wenn zu dunkel wird, dann mache ich aus. Dann machen wir einfach Hintergrundbild, aber so ist Live-Bild. Ja? Heute, ich sag's euch, ey. Geht wild.
Wer hat denn bisher die Aufgabe des Sportverstands übernommen gehabt? Ja, anscheinend ja keiner. Anscheinend ja keiner, oder? Oder alle gleichzeitig. Also so richtig. Mein Freund hat ja noch nicht mal die Aufgabe eines Sportdirektors übernommen. Weil für mich gehören die Aufgaben eines Sportdirektors, wenn man den Trainer entlässt, hat er sich auch dahin zu setzen. Und das ist auch nur mein Empfinden. Wir werden sehen, wie der Eberl einschlägt. Ob der gleich richtig Bambule macht oder... Ja, der Nagelsmann gehört natürlich nicht zu den Kandidaten, hat sich wieder irgendein schlauer Schreiberling aus den Finger gesogen. Da müssen wir wohl nicht drüber reden. Frankinho, Servus und Glück auf. What's up? Servus. Coaching auf gepackten Arztkoffer. Naja, besser als vermummt auf der Bank zu sitzen, ne? John Jay, leider zu spät. Ach, ich hab da wieder noch eine Begrüßung. Okay, bist doch nicht zu spät. Doppelpass teilen sich auch zusammen ein Gehirn? Doppelpass habe ich schon ewig nicht mehr geguckt. Ja, kannst du einfach auf Allianz Arena, .com oder de, da kannst du das außer während des Spiels natürlich nicht, ne? Also, wenn ein Spiel ist, hast du natürlich kein Live-Bild, auch wenn du nur alle 10 Sekunden Bild sehen würdest, aber ansonsten kannst du hier rund um die Uhr, kannst du dir die Arena von innen und außen anschauen, also. Ist gar kein Problem. Efopor, servus. Wie ist Samir Wild, ja. Man sollte Dyer verpflichten. Wir wissen ja nicht die Hintergründe, was er für einen Vertrag hat, ne? Man hatte ja irgendwas gelesen, dass er ein paar Pflichtspiele machen muss oder sonst was, keine Ahnung. Ja, aber ich denke auch, dass man den verpflichten sollte. Also. Ich denke, der tut dieser Mannschaft gut, gerade wenn du wirklich, oder wenn Eberl wirklich, oder der Verein dann anfängt, so die ganzen alten Zöpfe abzuschneiden, denke ich. Ja, man sieht ja, dass das auch einer ist, der eine Meinung vertritt und so, der führen kann. Freut es immer für den Hintergrund. Ja, das ist halt die Frage, ne? Da wird er ja jetzt drin verschwinden müssen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir den noch mal bei irgendeinem Interview unbedingt sehen werden. Aber es sei denn, der Eberl macht einen Sammer. Weiß ich nicht. Weil der Sammer war ja auch ein reiner Sportvorstand. Der war ja dann auch immer nur so ein... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Fakt ist, wir brauchen einfach wieder einen starken Mann, der auch mal einen Trainer den Rücken stärkt und dann auch mal die Spieler mal knallharte Ansagen macht. Und nicht nur diese Kuschelscheiße, die wir seit 2 Jahren haben. Klopp und Tuchel ist wie Tag und Nacht, ja, ganz genau. Ja. Ja. Das Krasse ist ja nur bei Tuchel, dass er das ja alles genauso gesehen hat, wie wir das auch gesehen haben. Ne? Mit Min-Jae, dass er zu viel gespielt hat, mit Uppa, dass er zu früh, dass er aus der Verletzung kam, mit Leroy, dass er keine Leistung bringt. Da sieht er ja alles. Hat er alles ganz genauso gesehen. Aber aus Gründen der Vertragslaufzeit, des Wechselwillens und ob die Nase richtig gepudert ist, haben die Leute trotzdem gespielt. I don't know. Hätte er mit zu Tuchel vielleicht eher Dresden... das ist ja egal. Es hätte auf jeden Fall jemand da sein müssen. Ja, mir ist das egal, ob es ein Dresden gewesen wäre, selbst wenn es ein Heiner gewesen wäre. Es hätte auf jeden Fall jemand von der Führungsetage da sein müssen. Ja, so. Und nicht nur die Ausrede nehmen, wir haben keinen Sportvorstand, deswegen sitzt da keiner. Also man rühmt sich, wenn da irgendwelche Verpflichtungen sind, dann sitzt der Chrissy da auch meistens mit bei. Ja, und wenn dann solche Themen sind, dann ist keiner auf weiter Flur zu sehen. Das war halt ein bisschen traurig. Sieht man Mara eigentlich auch mal vor der Kamera? Das kannst du nicht bezahlen, Tobi. Kannst du dir nicht leisten. Eigentlich bleibt jetzt nur noch sie dann. Warum das denn? Anbo, servus. Max wird's richten. Ja, ich bin gespannt. War kein Kloppo-Tuche vielleicht in dem Sinne. Ich habe mich gefragt, ob der Typ Kloppo zum FC Bayern passen könnte. Emotionales Pressen mit aktivem Coaching an der Seitenlinie. Naja, aktives Pressing hat der Nagelsmann ja auch spielen lassen.
Also von daher. Und wenn man sieht, wie die Mannschaft teilweise so die letzten Spiele sich ergeben hat, wäre es vielleicht gut, wenn an der Seitenlinie so ein HB-Männchen mal stehen würde. Aber zumindest wäre die Halbzeit-Ansprache, glaube ich, ein bisschen was anderes unter so einem emotionalen Trainer. Ob das die Spieler dann erreicht, keine Ahnung, ist nochmal eine andere Geschichte, aber. 50 Mille für Davies sollten schon drin sein, ja, das denke ich auch. Vielleicht 40, weiß ich nicht, aber so um den Dreh denke ich auch, ja. Also wieso hat der Max Eber bei Gladbach nicht mit, wie hast du es genannt? Nicht gerade durch Wahnsinnsentscheidungen geglänzt. Welche Entscheidung meinst du denn da? Also ich denke, Eberl hat schon einen guten Job in Gladbach gemacht. Ja, auch wenn das Ende halt ein bisschen mit komischen Schwingungen da war. Und ich denke auch die Verpflichtungen, die er in Leipzig getätigt hat, waren jetzt auch nicht so schlecht, denke ich. Daher würde ich auch 3 Jahre geben, erfahren. Ja, keine Ahnung, das muss man ja nicht. Ja. Ich meine, wir hatten ja mal die Devise so über 30, so Jahr für Jahr gucken. Ja, der ist 30, der ist jetzt aber auch noch nicht scheintot oder was. Und wie gesagt, bisher hat er ja einen guten Eindruck gemacht. Also man wäre dumm, wenn man den Spieler nicht verpflichten würde. Ja, der ist halt halbes Jahr ausgeliehen. Selbst wenn wir jetzt noch keinen Vertrag haben, würde das bedeuten, er wäre vereinslos danach. Also, was willst du da falsch machen? Ja? Eberl ist auch gut im Umgang mit den Medien, ist sehr wichtig. Jo. Ja, klar. Ja, na klar. Sky ist ja auch der FC Bayern Inside. Ne? Die wissen ja alles. Die haben die ganzen Kabine und die haben alles verkabelt. Und natürlich ist da ja ein Fehlkauf. Weil er die letzten Spiele alle über 90 Minuten spielt, ist ein Fehlkauf. Alter. Ei, was ein dummes Geschwafel, ey. Naja, es war jetzt aber auch nicht so schlecht, oder Karl-Heinz? Wenn du das mal mit den bisherigen Leistungen in der Rückrunde vergleichst und mit ganz, ganz vielen Leistungen in der Hinrunde. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass man wirklich 3 Spiele verloren hat. Und dann ist es auch nicht so einfach zu sagen, man legt jetzt mal eben schnell den Schalter um und alles ist supi. Ja? Also ich denke, es war ganz klar zu sehen, dass fast jeder in dieser Mannschaft wollte. Ja? Und das haben wir halt vorher nicht gehabt. So, jeder wollte, dass du jetzt nicht nach 11 Monaten keinerlei Spielidee nach vorne, auf einmal jetzt eine Spielidee hast, nur weil der Trainer zum Saisonende weg ist ja wohl auch klar. Ja, aber der Wille war halt einfach da am Wochenende und das war das Wichtige. Und halt auch nicht dieses dann, wir ergeben uns nach dem 1-1 oder wir zerfallen wieder in sämtliche Stücke, ja. Das war halt auch wichtig, so. Und von daher war das ein guter Schritt. Klar, ob der Sieg verdient war, steht auf dem anderen Papier. Wenn du das Spiel anguckst, wäre es unentschieden verdienter gewesen, aber am Ende des Tages ist mir persönlich das völlig Wumpe. Sag ich euch, wie es ist. Ja, Major, ganz genau. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Vielleicht wollte er zeigen, so, nee, ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr. Ich habe mir schon so oft so viel Gedanken gemacht, warum Tuchel welche Entscheidungen getroffen hat. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Michael S., Servus. Management duckt sich weg. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt mit dem Eberl dann Geschichte ist, ne? Dass dann jetzt endlich mal wieder. Ich meine, dafür ist ja ein Sportvorstand dann da, ne? Würde ich jetzt so behaupten. Ich hoffe, es wird so. Weil man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht.
Naja, weiß ich nicht, ob man sie dann jetzt auf den Ronaldo runter reduzieren kann. Ja, das denke ich auch, Dejan. Ich habe das auch so empfunden. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, ja, dass wir einfach keine Fußballtrainer im Leistungssport sind. Ja, vielleicht das Gang und Gäbe, was der Tuchel erzählt hat. Ich weiß es nicht. Wenn dem so ist, dann macht es mich persönlich traurig. Aber ja. Ja, Grüße nach Barcelona. Servus. Machst du den Livestream gegen Lazio über die Feier? Nee. Nee. Wir können das gerne mal antesten, die Saison. Zu irgendeinem Bundesligaspiel können wir das gerne mal machen, weil das Thema ist durch. Ich weiß halt nicht, mal zu dieser ganzen Thematik vielleicht nochmal kurz zu dieser, ja, mach mal Watch-Party. Erstmal muss ich mich erkundigen, was ich darf, was ich nicht darf. Ob ich überhaupt Sound vom Spiel abspielen darf, wahrscheinlich auch noch niemals. Und wenn ich Fußball gucke, gucke ich Fußball. Verstehst du? Also dann sitze ich hier bestimmt nicht und lies die ganze Zeit den Chat. Also das könnt ihr vergessen, ne? Das kann ich mal machen, wenn Einwurf ist oder eine Verletztenunterbrechung oder sonst irgendwas. Ja, dann kann ich mit Sicherheit mal kurz in den Chat gucken. Aber dann wird das nicht so laufen wie jetzt gerade hier. Weil wenn ich das Spiel gucke, gucke ich das Spiel. Ja, sonst kann ich auch schlecht irgendwie eine Meinung nach dem Spiel in irgendein Video gestalten. Also deswegen weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir können das mal gegen irgend so ein... Ich denke, Bundesliga ist gelaufen. Ja? Nach oben geht nichts, nach unten geht nichts. Und von daher ist das jetzt alles ein bisschen relaxter. Aber gegen Lazio ist natürlich nochmal Druck auf dem Kessel. Aber nach der Leistung jetzt gegen Leipzig, denke ich, warten wir mal das Freiburg-Spiel ab, weil wir haben das ja schon öfter gesagt, die Saison. Auf die Leistung können wir aufbauen und dann ist wieder alles in den Keller gegangen. Hoffen wir mal, dass es diesmal nicht so ist. Und dann denke ich, sollte man auch zu Hause gegen Lazio weiterkommen. FC Bayern Inside ist wie damals die Coupe ohne Sinn. Coupé ohne Sinn. Ah, okay. Zidane kann nur mit wedrigen Spielern. Aha, wer sagt das? Also ein Tuchel oder was? Eber, so ein Schmieriger. Warum? Aber soll der mal machen. Wir brauchen den wirklich neuen Wind. Naja, wenn wir wirklich einen Umbruch machen wollen, dann muss sie Jan de Ligt halten. Ja, also ich denke mal, wir haben ja keine Blinden bei uns im Verein. Vielleicht einige, ja, aber ansonsten sehen die das ja auch, dass er gerne führen möchte und auch die Verantwortung übernimmt. Ja, und ich denke, damit ist er so ein Upamecano oder so ein Minje um Welten voraus. Ja. Von daher kannst du dir das eigentlich gar nicht erlauben, einen Abwehrchef dann zu verkaufen. Einen kommenden Abwehrchef, das wäre Katastrophe. So, bevor ich weiterlese, lass uns mal in die Pressemitteilung hier kurz reingehen. Die auch noch nicht gelesen. Weil da steht ja noch was von einer schlanken Organisationsstruktur mit 3 Vorständen. Also, ich bin sehr gespannt. Warte, ich muss mal eben hier das richtige Ding fertig machen. Dann lesen wir uns das mal durch. Ich weiß ja nicht, wer das von euch sich schon reingezogen hat. Ich noch nicht. Und von daher würde ich sagen, nehmen wir uns das mal rein hier. Weil wir können uns das auch vorlesen lassen, aber ich mache das mal. Also, Berufung von Max Eberl ab 1. März zum Sportvorstand sowie Schaffung einer schlanken Organisationsstruktur mit 3 Vorständen. Ja, der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG hat auf seiner Sitzung am 26. Februar einstimmig beschlossen, dass Max Eberl am 1. März 2024 neuer Sportvorstand des FC Bayern wird. Der 50-Jährige unterschrieb beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Okay, 3 Jahre also. Des Weiteren einigte sich das Gremium darauf, dass der Vorstand der FC Bayern München AG ab dem 1. Juli 2024 künftig aus 3 Positionen bestehen wird. Ein Vorstandsvorsitzenden, einem Vorstand Finanzen und Vertrieb und einem Vorstand Sport. Herbert Heiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG. Wir freuen uns sehr, Max Eberl als neuen Sportvorstand verpflichtet zu haben. Er bringt nicht nur eine jahrzehntelange Erfahrung im Fußballmanagementbereich mit,
sondern hat auch einst beim FC Bayern mit dem Fußball begonnen und ist hier zum Profi geworden. Wir sind davon überzeugt, dass er die Zukunft dieses Clubs erfolgreich gestalten und prägen wird. Max Eberl. Ich habe meine gesamte Kindheit und Jugend beim FC Bayern und in München verbracht. Daher ist es etwas Besonderes für mich, jetzt in neuer Rolle wieder zu dem Verein zurückzukehren, bei dem alles begonnen hat. Die Aufgabe als Sportvorstand ist eine große Herausforderung, die ich mit viel Respekt und Demut, allerdings mit noch mehr Vorfreude angehen werde. Ich möchte hier mit allen gemeinsam alles dafür geben, damit der FC Bayern in Zukunft weiterhin erfolgreich ist und seine Fans Freude bereitet. Da hat er aber schon mal einen Berg zu besteigen. Der im niederbayerischen Bogen, geborene Max Eberl kam im Alter von 6 Jahren zum FC Bayern, durchlief dort alle Junior-Teams und gab im Trikot des deutschen Rekordmeisters sein Profidebüt. Nach seiner aktiven Karriere mit den weiteren Stationen VfL Bochum, Greuther Fürth und Borussia Mönchengladbach startete er 2005 in Mönchengladbach seine Laufbahn im Managementbereich. Zunächst als Nachwuchskoordinator, dann als Sportdirektor, ehe er 2010 als Geschäftsführer Sport in die Geschäftsführung aufrückte. Im Januar 2022 trat er zurück. Vom Jahresende 22 bis September 23 arbeitete er als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig. Der Vorstand des FC Bayern wird bis zum 30. Juni 2024 aus 4 Personen bestehen. Dem Vorsitzenden Jan-Christian Dresen, seinen stellvertretenden Vorsitzenden Michael Diederich, Sportvorstand Max Eberl sowie Marketingvorstand Andreas Jung, der dem deutschen Rekordmeister im November mitgeteilt hatte, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Ab dem 1. Juli besteht der Vorstand dann aus 3 Personen mit Jan-Christian Dresen, Vorstandsvorsitzender, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Michael Dietrich und Max Eberl. Herr Berteiner, mit dem neuen Organisationsaufbau, den wir im Aufsichtsrat für unseren Vorstand beschlossen haben, werden wir schlanke und effiziente Strukturen schaffen, die kurze Abstimmung und dynamische Entscheidungen ermöglichen. Uns beim FC Bayern ist es wichtig, immer handlungsschnell sein zu können. Ja, haben wir gesehen bei Harry Kane, ne? Wir waren aber auch handlungsschnell da. Daher wird der Vorstand ab dem 1. Juli mit Jan-Christian Dresen, Michael Dietrich und Max Eberl künftig aus 3 Personen bestehen, nach dem Abschied von Andreas Jung, dem wir für über 25 Jahre lange großartige Arbeit sehr dankbar sind. Ja, das ist doch mal. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Weltbewegendes, aber gut. Da jemand ausscheidet, sind wir jetzt von 4 auf 3. Wild. Wild, wild, wild. Ja. Geht los jetzt. Geht los mit dem Eberl. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. So. Haben wir das. GB, ja, ich habe dein Bewerbungsschreiben gelesen, Alter, im Discord. Wo hast du das denn rauskopiert? Das war eine Hommage an Emery. Also wenn das alles so stimmt, was da steht, wird er ja auf jeden Fall passen. Ja. Bin ich bei dir. Hoffentlich verliert Sky bei der nächsten Ausschreibung die Übertragungsrechte. Was da für Leute als Experten ist schon wild. Ja, aber so ich das gelesen hatte, wollen die da wieder all in gehen, wa? So dass der Sohn keine Rechte mehr hat. Also mal abwarten. Ist immer noch für Roger Schmidt. Schmidt heißt er, ne? Nicht Schnitt. Der Max wäre schon früher zu uns gekommen. Die Stelle war nur nie frei gewesen. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz. Also wir haben ja schon 2-mal angefragt gehabt bei ihm, wo er noch in Gladbach war, aber da hat er abgelehnt. Also. Sky erhöht übrigens nicht alle 3 Monate die Preise und erlaubt den zweiten Stream. Ja, noch. So immer kommen soll, es kann nur besser werden. Ja. Ist schon wild, ne? Chibi, du findest mich furchtbar? Vielen lieben Dank. Ah. Ich weiß, GB. Ich weiß. Karl-Heinz, Servus. Ich hoffe mal, dass Sie jetzt zeitnah einen Trainer unter Vertrag nehmen, damit der auch für die Transferperiode auch eingebunden ist. Sonst läuft auch diesmal wieder die Zeit weg. Die Vereine sondieren nämlich alles schon für den Sommer. Ja, das wäre natürlich der Optimalfall, ne?
Aber die Frage, obwohl ich glaube schon, dass der Eber schon im Hintergrund da überall eingebunden war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt wirklich so gesagt hat, nee, kommst ab 1. März und weißt noch von nichts so. Du kannst jetzt auch über deinen Kopfhörer hören und das Spiel kommentieren. Das fände ich richtig cool. In der Halbzeit ein bisschen auf den Chat eingehen. Eieiei, soll ich noch den Werner Hansch machen oder was? Das wird aber wild dann, das kann ich euch sagen. Was würdest du zu einem Trainer Xavi sagen? Nicht den aus Leverkusen, sondern von Barcelona. Der hat wenig Probleme damit, junge Spieler in ein Team einzubinden. Keine Ahnung. Ist der nicht auch erst ein Jahr Trainer oder was? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Was soll ich da sagen? Ich kenne den halt nicht als Trainer. Spieler war er eine Maschine, ja. Kann ich halt nicht beurteilen. Dafür habe ich nichts von Barcelona gesehen dieses Jahr. Ja, also wenn wir jetzt wirklich einen Umbruch machen werden, was zu begrüßen wäre, es wäre schön, wenn der Verein das endlich in seine scheiß Birne kriegen würde. Dann musste natürlich schon voll in der Planung sein eigentlich, ne? Deswegen, ich bin sehr gespannt, aber ich denke, wir werden wieder viel zu diskutieren haben, wenn es Richtung Sommer geht oder Richtung Transferphase. Ich denke nicht, dass das, was Tuchel von sich gegeben hat, normal ist. Klar kann ein Stammspieler mal 3, 4, 5 Spiele unterperformen, aber da muss ein Trainer handeln. Ja, das sehe ich halt genauso, ne? Das ist ja auch das Argument, was ich gebracht habe. Auch da waren ja wieder Experten in den Kommentaren, da fällt mir ja gar nichts zu ein. Also klar sehe ich das auch so, ne? Wenn das natürlich ein Stammspieler ist, ein super erfolgreicher Spieler für den Verein in den letzten Jahren super performt hat, klar gibst du dem mal seine 3, 4, 5 schlechten Spiele. Ja, gerade wenn du noch weißt, was im Hintergrund läuft. Vielleicht hat er gerade Stress mit seiner Ollen oder sonst was. Das weiß man ja, wenn man ein bisschen drin ist. Na klar, sagt man dann dem, ich komm, sieh zu, dass du Land gewinnst, wa? Klar hält man an dem fest, aber irgendwann ist dann halt der Punkt erreicht, vor allen Dingen auch, wenn du 4, 5, 6 dieser Spieler in der ersten Elf hast. Das ist ja unser Problem. Wenn wir nur einen hätten, das kannst du ja noch kompensieren als FC Bayern. Ne? Aber wir haben ja gleich 3, 4, 5, 6 davon. So, das ist ja das Problem. Aber klar hältst du an dem Spieler fest und sagst nicht nach einem schlechten Spiel, geh mal auf die Bank. Das ist ja schon klar. Ne? Aber irgendwann ist halt der Zeitpunkt erreicht, ich sag mal so nach 3 schlechten Spielen, dann muss man einfach auch mal sagen, pass mal auf, jetzt machst du erstmal Pause. Wir nehmen anderen rein. Kann ja auch nicht so schwer sein, oder? Wie schätzt du die Chancen einer Champions League Finale zu erreichen? 10%. Ich glaube, wir haben mit Turnaround jetzt geschafft. Ja, ich glaube das noch nicht. Ich hoffe es, ja, ich hoffe es wirklich. Aber das habe ich diese Saison schon so oft gehofft. Und dann ging es wieder ganz wild in die andere Richtung. Alonso wird niemals nächste Saison zu Bayern kommen. Auf gar keinen Fall. Wieso soll der sich dieses Chaos antun? Wieso soll sich das Chaos nicht antun? Vielleicht mag er Herausforderungen. Vielleicht mag er erst eine Mannschaft aufzubauen. Genau das kann er tun. Das Gegenargument. Der Take da mit Frauenfußball und so weiter, da fragt man sich, ob die Leute überhaupt Ahnung haben, wie das Angebot und Nachfrage. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was du meinst gerade. Take Quarter 1. Geil. Sie noch so eine Strichliste hier einfügen. NQS, sorry, bin gerade erst dazugestoßen. Was hältst du denn von der Sache mit Tuchel bis Sommer? Ich denke, Tuchel ist einfach zu verbrannt. Und am Samstag hat ihn die verletzten Gesperrtenliste gerettet. Einzige war, dass er mal Minjay draußen gelassen hat, aber der wird doch wieder seine ausgebrannten Lieblinge spielen lassen und dann wird es wieder ein Trauerspiel. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Natürlich ist das eine gefährliche Situation, aber das erste Spiel hat ja erstmal dem Verein recht gegeben, würde ich sagen, ne? Weil alle Spieler haben sich auf jeden Fall den Arsch aufgerissen. So, also ich habe keinen gesehen, der irgendwie auch nur Anstanden gemacht hat, zu sagen, so, ich habe keinen Bock. Ja, also das muss man ja schon sagen. Ja, ich denke auch, dass Minjay früher oder später wieder reinrücken wird. Das ist halt einfach Tuchels Spieler und ja.
Das ist auch normal. Keine Ahnung. Den Rest wird man sehen. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, dass ein Tell nicht gespielt hat. Das Problem für Tell wird sein, Tuchel hat jetzt gesagt, so Leroy ist wahrscheinlich erstmal raus. Ja. Solange er noch ein bisschen Schmerzen hat, wird er wahrscheinlich erstmal draußen sein. Aber Gnabry ist ja jetzt wieder im Mannschaftstraining. So wild. Wir können uns also wieder auf den Serge freuen am Wochenende. Bin ich mir ziemlich sicher. Gold of Westland, servus. Bitte lauter vorlesen. Also ich lese schon normale Lautstärke, oder? Naja, ich kann es dir nochmal kurz zusammenfassen. Max Eberl ist ab dem 1. März unser Sportvorstand. Und unser Vorstand ist nicht mehr 4-köpfig ab dem 1.6., sondern nur 3-köpfig. Das ist das, was das war. Gewöhn dir mal an, den Beitrag ganz zu lesen. Er hat geschrieben, lauter vorlesen, ich bin blind. Es war ein Scherz. Witzig! Witzig! Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Witzig! GB, das ist ganz schön böse, was du schreibst. Aber woran will man denn festmachen, ob Max Eberl liefert? Nagelsmann kann es sich auch bei Bayern wieder vorstellen. Wer hat das denn gesagt? Ich glaube nicht, dass der Nagelsmann das gesagt hat. Wenn, dann bitte mal eine Quelle. Vielen lieben Dank. Davis nicht für unter 70 Mille verkaufen. Du kriegst doch keine 70 Mille für einen Spieler, der die Saison so performt hat und der nur ein Jahr Vertrag hat. Kannst du doch vergessen. Das klappt doch nicht. Was hat er für einen Marktwert gerade? Warte, ich guck mal. Alfonso. Alter, ich sehe nur rote Kreuze in unserem Kader. Marktwert 70 Mille. Ja, also bei ein Jahr Laufzeit, ja, vielleicht kriegst du die 50. Die 70 wirst du natürlich nicht kriegen. Aber wer weiß, der Messias ist ja da. Der ist ja da jetzt, unser Heilsbringer. Max Eberl. Kann er gleich aushandeln. Wird er schon mal ein Gradmesser haben. Die Presseerklärung ist lächerlich, weil man eine Person Marketing verliert, ist man auf einmal handlungsschnell. Ja, wild, oder? Weil der wahrscheinlich auch als Marketingleiter super viel eingebunden ist in irgendwelche Transfers. Also wenn dem so ist, dann ist ja sowieso schon irgendwas verkehrt. Aber dann erklärt natürlich, warum Tuchel manche Spieler dann von Vereinsseite aufstellen muss. Wegen dem Marketing. Weißt du? Macht ja Sinn. Also marketingtechnisch ist so ein Kimmich ja wahrscheinlich besser zu vermarkten als so ein Pavlovic. Zum Beispiel. Ich würde das begrüßen, wenn Sky wieder alle Rechte alleine hat. Mir persönlich wäre das scheißegal. Es wäre nur schön, dass ein Anbieter alle Rechte hat. Ja, man muss mal wieder weg von diesem ganzen gestückelten Mist. Grausam ist das. Du zahlst 3 Anbieter, um alle Spiele gucken zu können. Das ist ein absoluter Witz. Der Entscheidungsweg geht über den Tegernsee schnell und schlank. Naja, also ich denke mal, der Chrissy wird relativ wenig entscheiden, ohne mal den Tegernsee zu kontaktieren. Herbert Heiner brauchen wir gar nicht erst drauf eingehen, aber der hat ja eh nichts groß mitzuentscheiden. Ja, und Max Eberl. Ich denke mal, Max Eberl ist auch nur eingestellt, weil der Uli ihn will. Ist mit Sicherheit ein kompetenter Mann und alles, brauchen wir ja nicht drüber reden. Frage wird halt sein, ob er sich emanzipiert vom Uli. Der Max. Das wird das Spannende sein. Wenn er das tut, ja, im Laufe der Zeit, dann ist es ein sehr guter Move. Wenn er es nicht tut, dann wird's wild. Ich hoffe, dass wir endlich mal einen Trainer bekommen, der länger wie 2 Jahre bleibt. Ja, aber das liegt ja am Verein. Ne? Das liegt ja schlicht und einfach am Verein.
Das ist ja, was ich sagte. So, der Verein hat eine Strategie im Schädel. Das sollte klar sein. Wir wollen eher offensiven Fußball spielen, hat eher defensiven. Wir wollen vielleicht auch 1, 2 Talente einbinden und so weiter und so fort. Danach muss ich mir einen Trainer suchen, der schon mal so in die Grundphilosophie passt. Und da muss ich auch als Sportvorstand oder egal wer, als Sportdirektor, sonst wer, muss ich dann als einfach auch dem Trainer den Rücken stärken. Wenn der Trainer dann sagt, ich will den Kimmich nicht mehr haben und ich will den Goretzka nicht mehr haben, so wie es die Tuchel vor der Saison getan hat, ja, da muss man als Verein dann vielleicht auch mal den Trainer dann den Rücken stärken und den beiden das kommunizieren. So, ne? Das wäre dann mal ein Move. So anders wird es nicht funktionieren. So, wir haben jetzt hier den Martin Nacke, der schreibt: Abend, was würdest du von Xavi aus Barcelona halten? Integriert junge Spieler ins Team und lässt offensiv spielen. Passt doch, oder? Liebe Grüße. Ja, habe ich doch vorhin schon gelesen. Da war ich nicht da. Ja, wie gesagt, kann ich halt nichts zu sagen. Keine Ahnung, ich kenne ihn halt nicht als Trainer. Ich denke, es gibt viele Trainer, die passen würden. Ich denke, es gibt genug Trainer, die Spaß daran haben, Spieler zu entwickeln. Das ist ja eigentlich auch, zumindest aus meiner Sicht, das, was ein Trainer auch ausmacht, oder? Es ist doch ein super geiles Gefühl, wenn man als Trainer einen Spieler weiterentwickelt oder einen jungen Spieler erstmal dahin entwickelt, wo er hinkommt an seine Leistungsgrenze. Das ist doch, was ein Trainer ausmacht, oder nicht? Ja, klar, natürlich vermehrt im Nachwuchsbereich, doch aber auch bei den Profis. Ja. Auch beim FC Bayern muss es doch das Ziel sein, zu sagen, guck mal, den habe ich groß gemacht. Geht auf meine Kappe. Und nicht nur, ja, kauf mir mal den, kauf mir mal den, kauf mir mal den. Premier League kannst du alle Spiele gucken? Wo? Auf Sky, ja, die haben das verlängert, oder? 70 Mille bekommst du auch nicht, glaube ich auch nicht. Naja. Er hat natürlich Riesenpotenziale, Davis. Ist natürlich auch schade, dass er dann geht, aber die Leistung, die er bei uns letzte Zeit gebracht hat, tut uns jetzt sportlich nicht weh, also. Punkt. Und dann wäre es vielleicht mal schön, dass wir vielleicht auch mal wieder einen Verteidiger haben, der auch verteidigen kann. Hast du ein gutes Gefühl bei Eberl? Ja, wie gesagt, ich denke, es wird halt wichtig sein, dass er sich emanzipiert vom Uli. Früher oder später, ne? Dass er sich nicht reinreden lässt. So, dann denke ich auch, dann kann es auf jeden Fall gut passen. Wenn er dann noch mit dem Freund gut klarkommt, beziehungsweise wenn der Freund das verkraftet, dass er irgendwie ein bisschen Einfluss verliert und sich ein bisschen reinreden lassen muss von so einem Sportvorstand in die Kaderplanung. Wenn das klappt, dann kann alles gut werden. Ne? Es würde mich gar nicht wundern, wenn tatsächlich Nagelsmann wieder einsteigt. Mit Eberl und Tuchel hätte er zumindest 2 Vorgesetzte, die zu ihm passen könnten. Mit Tuchel? Eieiei. Andreas, Der Tuchel ist eingebrannt, ne? In Zielen. Im Juli macht es Bam Bam. Ah ja, sind wir wieder soweit, JB? Wäre schön, oder? Hätte Guardiola Barca nicht übernommen, wäre Xabi bei uns gelandet. Spieler. Ja, hätte, ne? Na, was würdest du von der... Achso, da ist es doch. Habe ich doch noch nicht gelesen. Aber war doch vorhin noch einer, der es auch geschrieben hatte. Ja, wie gesagt, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich denke, es gibt mehr als genug Trainer, die es auch mögen und können, auch junge Spieler zu integrieren. Ja. Also da muss man jetzt nicht nur auf den Alonso schauen oder auf den Zidane, ob der das kann, weiß ich noch nicht mal. Ja, also wie gesagt, wichtig ist, dass du einen Trainer mal zur Strategie, zu der grundlegenden Strategie holst, dass du ihn auch ein bisschen mit ins Boot nimmst, auch in die Kaderplanung ein bisschen, dass der Trainer aber auch klarkommt, wenn man halt mal sagt, nee, pass mal auf, das geht nicht. Ja? Wir haben hier aber genug Spieler, die du entwickeln kannst, das muss man halt einfach auch mal machen können. Und da muss man den Trainer den Rücken stärken. Das wird das A und O sein. Ja? Man muss den Trainer, egal wie es, gegen welchen Spieler, gegen welchen Einfluss, muss man den Rücken stärken. Das hat man bei Nagelsmann verpasst, das hat man beim Tuchel genauso verpasst. So. Ja, Bentlin schreibt kurz als Anmerkung: Wir haben damals den Campus gebaut für unendliche Mios, um zu sagen, wir bilden nicht aus.
Nee, na klar bilden wir aus. Aber natürlich ist es schwieriger, wenn du der FC Bayern bist oder auch wenn du ein Barcelona bist, ein Real Madrid oder sonst wo, wenn du den Anspruch hast, jedes Jahr um Champions League Sieg zu spielen, ist natürlich super schwer zu sagen, ja, komm, du bist jetzt der Neue, dich stellen wir rein und bitte gib Gas. So, das klappt halt einmal in 10 Jahren. Wann haben wir den letzten aus der eigenen Jugend hochgebracht? Ja, Musiala haben wir eingekauft, der hat sich dann einigermaßen entwickelt bei uns. Den kannst du mal nicht reinzählen. Dann kommst du halt irgendwann wieder auf Alaba, Müller und so weiter. Ne? Das waren die letzten. So, das ist halt schwer. Ne? Und du musst halt einen Trainer auch haben, der die Eier hat. Und du musst natürlich auch diese Achse haben von Führungsspielern in deiner Mannschaft, die natürlich auch dazu bereit ist, ja, diese Spieler mit aufzunehmen und diese Spieler auch mitzuentwickeln. Das gehört ja auch dazu. So. So ein junger Schweini oder was, der war ja nicht gleich der Schweini, der dann später war. Ja, der wurde ja auch herangeführt und hat sich entwickelt. So, aber da gehört halt auch eine Mannschaft zu, die das macht. Und wenn du dann jetzt mal bei uns guckst, ich weiß nicht, ob da jeder so die Lust drauf hat. So, ja. Ist halt schwierig. Aber ja, na klar, das ist das Ziel und deswegen hat man ja auch einen Freund verpflichtet jetzt. Ja. Klar, wird's nicht immer so sein, dass die Spieler bei uns den Durchbruch schaffen. Ja, du kannst halt nicht, keine Ahnung, nimm Zirkzee zum Beispiel. Ja, alle stellen sich jetzt dahin und klugscheißen. Och, ja, der hätte bei uns bleiben sollen. Guckt euch an, wie er jetzt liefert, bla Sülz. Ja, hättest du ihn gerne ein Jahr bei uns spielen lassen und er hätte 5 Tore geschossen als Mittelstürmer bei uns? So, kannst du halt nicht, ja. So, du musst halt performen. So. Dasselbe mit Pavlovic. Hätte Pavlovic nicht performt in den Spielen, die er gekriegt hat, hätten wir nie darüber geredet. Dann hätten wir gesagt, ja, alles gut, ist ein guter Ergänzungsspieler, alles ist toppi. Ja, kannst den Kader mit auffüllen und gut ist. So. Ja, du musst dann halt auch die Chancen nutzen. Und Pavlovic ist auf jeden Fall ein Lichtblick. Also, wie gesagt, ist unser bester Achter von den 3, die wir da gerade zur Auswahl haben. Leimer nehmen wir mal noch raus. So, aber dass er Kimmich im Schatten stellt, alleine von seiner Spielgeschwindigkeit her, die er hat, ja, nach vorne, dass nicht jeder Ball nur quer und nach hinten geht, dass er nicht 300 Jahre braucht, um mal eine Situation zu erkennen, dass er halt auch einfach mal eine Körpertäuschung machen kann und einfach mal 2 Leute ins Leere laufen lässt, um dann Platz zu haben. Das kann der Kimmich ja alles nicht. Was ja kein Vorwurf am Kimmich ist, kann ich mich ja immer nur wiederholen. Ja? Das ist halt einfach nicht Kimmich sein Spielstil. So. Und ja, du brauchst jetzt einen Trainer, der Pavlovic fördert. So, ich find's ja schon grausam, dass man das dem Tuchel jetzt gut schreibt. Ja, da lache ich mich tot, Alter. Wann war das heute? Ich habe heute noch einen Artikel gelesen. Irgendwas, welche Spieler Tuchel mag. Minjay, Pavlovic. Wer war noch? Es waren noch 2. Also 4 Spieler irgendwie, die er mag. So, alle anderen nicht so. Ja, na klar mag er einen Pavlovic. Deswegen hat er auch so oft gespielt. Ne? Er hat halt dann gespielt, wenn keine Wahl mehr war. Also, ganz schwieriger Take. Ja, natürlich. Der Tuchel hat einen Pavlovic rausgebracht. Na, sicher. Ei. Wir haben dann jetzt noch hier einen Zusatz von Guru zu seiner letzten Frage wegen Eberl. Eberls Verdienste bei Gladbach und Leipzig in Bereichen Jugend und Jugendintegration in den ersten Kader und Vereinsführung. Hast du früher PKs und Interviews gesehen? Ich hab damals Interviews gesehen vom Eberl, klar, bei Gladbach. Hat der doch viele geführt? Oder was meinst du jetzt? Also ich glaube schon, dass der Eberl einen guten Job gemacht hat in Gladbach. Ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie bestreiten kann, oder? Also wenn man mal guckt, wo Gladbach kam und was er da entwickelt hat. Ja, man kann ihm vielleicht vorwerfen, dass er zu lange am Trainer festgehalten hat und solche Geschichten, aber das ist ja immer so eine... Lena Wurzenberger hat das gesagt, was? Dass der Nagelsmann sich das vorstellen kann, oder was? Aha, will die wieder in der PK sitzen, oder was? Nee, keine Ahnung. Am Ende ist es doch auch Wurst. So, ich denke, wir sind uns einig, dass Eberl Erfahrung hat in dem Job, den er machen soll. Ja? Und dass er nachgewiesen hat, dass er von dem Job wenigstens ein bisschen was versteht. So. Und dass er eigentlich auch keiner ist, der sich unbedingt wegduckt. So, und genau das brauchen wir gerade. Und den Rest wird man sehen, ob das bei uns klappt, ob das nicht klappt. Ja, das müssen wir abwarten.
Die Jean schreibt, Neuer und Kane waren die anderen beiden Spieler, die Tuchel mag. Ja, stimmt. Stimmt. Aber Neuer ist ja auch klar. Neuer ist ja auch hier sein Bro. Wenn man mal vorhin ein bisschen zwischen den Zeilen bei dem Müller-Interview gehört hat, dann wissen wir auch, wer ihn nicht mag. Sätze von dem Gerücht um Donny Malen vom BVB. Eieiei. Kaufen wir wieder die Bundesliga kaputt, oder was? Nee, keine Ahnung, kann ich auch nichts zu sagen. Was soll ich zu Malen sagen? Ich gucke keine Dortmund-Spiele. Wollen sie für 45 Millionen mit Bonus das aus 60 ansteigen verkaufen? Ja, mein Gott. Wenn er weg will, verkaufen, fertig. Ich finde Gnabry nicht so schlecht. Ja, das kann er ja nachweisen jetzt. Hat ja lange genug Pause gehabt. Hat ja auch wieder bis 4 Uhr gefeiert. Von daher denke ich, ist er fit genug, am Freitag spielen zu können. Fersi Anton, vielen lieben Dank. Wer kommt alles aus Leverkusen? Ich glaube nicht, dass da viele kommen werden. Die Frage, nochmal auf Leverkusen bezogen, ist ja erst, wenn Alonso da bleibt, würde ich behaupten, dass der Großteil der Spieler auch da bleibt. Zidane kommt nicht in die Bundesliga. Ja, wer sagt das denn, Tommy? Du haust hier immer Takes raus. Hat er das gesagt, oder was? Verstehe ich nicht. In Eberts Haut wollte ich nicht stecken zum Erfolg, verdammt. Ja, gut. Aber jetzt, guck mal, sind wir doch jetzt mal ganz ehrlich. Wie schwer ist es denn auch beim FC Bayern Erfolg zu haben? Ich glaube, so schwer ist das nicht. Ja? Wie bewertest du Eber seine Arbeit bei Gladbach und Leipzig? Ich fand, bei Gladbach, wie gesagt, hat er einen sehr guten Job gemacht. Das Ende war natürlich ein bisschen kritisch, ja. Vielleicht auch, dass er ein bisschen lang, war das am Favre festgehalten hat oder was? Aber das ist immer so eine... Guck mal, wir beschweren uns, dass bei uns die Trainer zu schnell gehen. Ne? Ich denke, er hat da in Gladbach hat einen guten Job gemacht. Wie gesagt, die Art und Weise, wie er gegangen ist, war ein bisschen, möchte ich nicht beurteilen, weil es um ein sensibles Thema geht. Möchte ich mir keine Meinung drüber erlauben, wie das da genau war. In Leipzig, was willst du da beurteilen? So, kannst ihn höchstens daran beurteilen, welche Spieler er verpflichtet hat. So, und ich denke, das war auch nicht so schlecht. Ja, es gibt halt einfach kein Argument für Kimmich auf der 6. Sorry, es gibt es nicht. Punkt. Auf einer Doppel-6, wenn er einen defensiven Partner dabei hat, ja, dann kannst du das ja gerne, aber dann würde ich es auch eher Achter nennen wie Sechser. Aber das ist dann eine Glaubensfrage oder eine Korinthenkackerei, wie auch immer. Kimmich ist kein Sechser. Punkt. Ja. Oder kein defensiver Sechser, dann nenn ihn Sechser. Aber er ist auf jeden Fall kein defensiver Sechser, der irgendeine Stabilität reinbringt oder der eine Viererkette unterstützt oder entlastet oder sonst was. Genau das Gegenteil. Der bringt da mehr Wirrwarr rein und Unruhe und ach, lass uns nicht das Kimmich-Thema anfangen. Alto Belly. Nee, wir bilden ja die ganze Zeit schon aus, Ben, ne? Auch am Campus. So. Nur wir geben denen ja dann keine Chancen in der ersten 11. So, die gehen dann für ein bisschen kleines Geld irgendwo hin oder manche siehst du ja auch in der Bundesliga. Es ist halt alles nicht so einfach beim FC Bayern, zumindest auch gewesen in den letzten Jahren, weil man halt diese super verdienten Spieler hat, über die wir immer reden, und man diese halt nicht, weiß ich nicht. Wir haben es ja beim Tuchel gehört. So, man stellt die auf, weil die diese Erfolge für den Verein haben, weil sie seit 7 Jahren im Verein sind. Deswegen stellt man diese Spieler auf. Das wäre ja Majestätsbeleidigung, dann da einen Pavlovic zum Beispiel hinzustellen, weil die anderen fit sind. So, und das ist so das Denken. Ob das jetzt von der Vereinsführung kommt oder nicht, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist das ja so das Problem, was wir die letzten Jahre auch hatten. Daran ist ja auch ein Nagelsmann gescheitert. Weil dann diese Spieler irgendwo hinrennen und sagen, hallo Onkel Uli oder Onkel Kalle, ich mag den Trainer nicht. Der lässt mich nicht spielen. Weißt du?
Aber ich habe doch so viel getan hier. Ich habe 6 Titel gewonnen in einer Saison. Ich bin der Joshua. Ich habe meinen Vertrag alleine ausgehandelt, ohne Berater. Was soll ich noch machen? Ich will doch nur spielen. Das passiert dann. Ja, das ist das Problem. Ja, es gibt ja viele Trainer, nicht nur Klopp, die die jungen Leute da reinhauen. Ja? Aber du hast das doch schon daran gesehen, wie wir einen Gravenberch behandelt haben. So genau aus diesen Gründen auch. Ja, das ist Kimmich und Goretzka. Wenn die auf den Platz kommen, dann leuchtet der Heiligenschein. So, und alle anderen sind hier unten. Verstehst du? Das ist unser Problem seit Jahren. Wie viele Chancen hat der Gravenberch denn gekriegt bei uns? Und guck mal, wie er in Liverpool performt. Irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Deswegen, da muss eine andere Philosophie her. Ne? Sowohl von Verein, Spitze und der Trainer muss das mittragen. So. Aber da muss so ein Sportvorstand das halt auch mittragen. Und nochmal, er muss den Trainer dann abschotten. So wie es ein Uli damals gemacht hat. Wenn irgendeine Diskussion, denk doch mal zurück an Uli. Wenn irgendeine Diskussion aufkam zu irgendeinem Trainer, weil er irgendwelche komischen Entscheidungen trifft oder so, was hat der Uli gemacht? Er hat eine rote Birne gekriegt, ist entweder am Mikrofon direkt nach dem Spiel eskaliert, um alles, was passiert, auf sich zu ziehen, oder hat den Doppelpass angerufen, hat die da zusammengepfiffen und dann wurde nur über einen Uli geredet. Ja? Und nicht mehr über irgendeinen Trainer oder irgendeinen Spieler. So. Das ist, was fehlt. Das fehlt seit Jahren halt, dass du einfach so einen Mann da hast, der das abschirmt. So. Der die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Das ist das Problem. Ein guter Trainer behandelt alle gleich und fair. Ja, ich glaube schon, dass jeder so ein bisschen seine Lieblinge irgendwo hat. Das ist ja auch menschlich. Hat die beste Verteidigung. Das glaube ich schon, aber irgendwann muss es halt rechtfertigen, ne? Und dann geht es halt mit Leistung. Ja, Kretzig wegzugeben war auch wieder so ein super Move von uns. Aber der kommt ja hoffentlich zurück. Wir werden künftig die bayerischen Fohlen. Nee. Ich wette, Nagelsmann kommt zurück zu Bayern. Die Wette würde ich glatt halten. Und was willst du denn wetten? Vorbereitet. Ich glaube das nicht. Kann es mir nicht vorstellen. Ich habe ja gesagt, wo er Bundestrainer geworden ist, der Nagelsmann geht nach Dortmund. Das hat der Aki hat das schon eingefädelt. Direkt, wo er Nationaltrainer geworden ist, deswegen hat er auch genau die Laufzeit genommen und hat gleich gesagt, komm, aber danach kommst du zum BVB. Ja, aber Eberl hat doch bei diesen Vereinen nur Erfahrung gesammelt, hat unbekannte Talente zu holen. Das muss er dann bei Bayern auch durchsetzen. Verstehe ich nicht ganz. Von der Trainer von der Meister. Also ich denke, dass das auch nicht Eberl durchsetzen muss. Wir haben ja jetzt schon unter Freund gesehen, also. Wir haben Saragossa verpflichtet, wir haben Sascha verpflichtet. Das sind ja jetzt auch keine gestandenen Spieler. Das sind ja auch noch Spieler, die du erstmal noch die nächsten 1-2 Steps entwickeln musst. Also Eberl, neuer Uli. Ich glaube, so ein Uli wird es nicht mehr geben. Das ist also nicht in dem Umfang, was Uli alles für den Verein getan hat. Ich weiß auch gar nicht, ob das in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich wäre. Wahrscheinlich nicht. Ne? Weil du einfach viel zu viele verschiedene Aufgabenfelder hast, viel zu viele Dinge, an die du denken musst und so. Ich glaube, das wird heute gar nicht mehr gehen, so eine One-Man-Show, aber so rein aus Sportliche gesehen, ja, wir werden es sehen. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen, der dann irgendwann, wenn die schwereren Zeiten kommen, ja, einfach da ist, präsent ist. Take 3.
Mein Bauchgefühl sagt mir, Alonso geht nach Liverpool und Nagelsmann nach Bayern. Okay. Verstehe nicht, warum Sané verletzt spielen muss. Schweinerei von Tuchel. Nee, das ist ja nicht Tuchel in Schuld. Habe ich ja in der Kommentare gelesen vorhin noch. Das ist ja dann der Spieler. Ne? Der Spieler will ja unbedingt spielen. Und weil das ja wichtig ist, dass die Mannschaft eingespielt ist, nimmt man so einen Spieler dann auch nicht raus, sondern lässt den Spieler spielen, weil es wichtiger ist, eingespielt zu sein. Ja. Also nicht mein Take. Also mein Take ist ganz klar, logisch, wenn du, keine Ahnung, ist es ein super nehmen wir den Neuer. Ich glaube, der Neuer macht aktuell auch kein Spiel ohne Schmerzen. Wenn der Spieler damit umgehen kann, dazu bereit ist, der Spieler wichtig ist, der Spieler Leistung bringt, trotz dieser Schmerzen, dann kann man ja sagen, jo, alles klar, ziehen wir mal irgendwie 3-4 Spiele durch. So. Aber wenn der Spieler spielt und bringt keinerlei Leistung, eben aufgrund, dass er Schmerzen hat, LP-Simon giftet it hier 1 Sub du Kurilov Schratze. dann macht's halt keinen Sinn, wa? LP Simon, vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub. Naja. Aber so sind die Meinungen halt, ne? Der eine sieht das so, der andere so. Also ich denke, beim FC Bayern muss kein Spieler spielen, der verletzt ist. Also, weiß ich nicht. Oder der Schmerzen hat. Weil wir beschweren uns auf der einen Seite, beschwert der ganze Trainerstab sich, wir haben super viele Verletzte und dann lasse ich Spieler spielen, die Schmerzen haben oder was. So, das ist ja dann nicht gerade fördernd, dass der Spieler sich nicht verletzt. Also, frag mich nicht. Wie gesagt, ich blick da, was das alles anbelangt, diese ganzen Themen, da gibt's einfach keine klare Linie, meiner Meinung nach. Die gibt es nicht. Ob das jetzt nach Leistung, das Leistungsprinzip, ob das nach ihr Spieler spielen, wenn sie nicht fit sind und so weiter. Ich verstehe es nicht. Beim einen wird das so gehandhabt, so Minjay, dachte ich, ist egal, er spielt. Opa, der spielt. Ich kann es euch nicht. Ich blick da nicht durch. Uwe, guten Abend. Erfolg haben bei Bayern ist schwer, siehst ja an Tuchel. Nee, ich glaube nicht, dass das schwer ist. Also es ist mit Sicherheit nicht so schwer als in irgendeinem anderen Club. Jetzt mal auf die Bundesliga bezogen. Ja. War er seit der Rückrunde verletzt? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange der Sané Schmerzen hat. Muss immer den Koffertuchel fragen. Kimmich und Goretzka wären bei City Weltklasse. Den Take fühle ich aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass Pep so viel quer und nach hinten Pässe und ein Goretzka passt doch gar nicht ins Pep-System, oder? Kimmich sehe ich ja noch, ja, dass er reinpasst. Aber ich weiß nicht, ob der nicht auch ein bisschen zu langsam ist mittlerweile. Also von der Spielgeschwindigkeit her. Freitag wird spannend. Mal sehen, wie groß die Klatsche für den SC wird. Und dann unter der Woche West Ham werden 2 harte Abwehrspiele für die Jungs. Wobei den Bayern vor dem Lazio-Spiel würde ich feiern. Ansonsten zeigt Streich, zeigt aber auch mehr als deutlich, was ein Trainer im Verein erreichen kann, wenn er zum Konzept passt. Freue mich auf Samstag. Schwarz-weiße Grüße. 3. Spiel, in dem ich in dieser Saison nicht neutral sein kann. Ja, ist doch völlig fein. Und ja, ich denke, ein Streich, aber das ist ja jetzt, zeichnet Freiburg ja generell aus. Ja. Die Fink-Ära nimmst und so weiter. Also das hat ja immer dann gepasst. Und ob das eine Klatsche wird, wäre ich mir gar nicht so sicher. Also wir haben die letzten Jahre nicht wirklich gut ausgesehen in Freiburg. Ne? Haben uns immer schwer getan eigentlich. Und aktuell ist ja bei uns alles möglich. Ne? Es wäre natürlich schön, wenn wir irgendwie einen Sieg einfahren, so fürs Selbstvertrauen, für Lazio, ja. Wäre schon wichtig, glaube ich. Philipp, moin. Er hat das selber gesagt. Ah, okay. Wo steht das? Corbin schreibt zu Eberl, der Mann hat 2 unsaubere Abgänge hingelegt bei Gladbach und bei RB. Bin mir nicht sicher, ob der nicht bei den ersten Schwierigkeiten mal wieder ausbrennt. Also erstmal war der Eberl. Warte, wir haben es ja gerade noch gelesen hier, bevor ich jetzt irgendeinen Mist erzähle. So, also der Eberl war von 2005
bis 2022 in Gladbach. Ich glaube, und er ist in 17 Jahren nicht ausgebrannt. Also den Take kannst du schon mal streichen, würde ich sagen. Nicht sauberer Abgang. Wie habe ich gerade schon was zu gesagt, maße ich mir nicht an zu beurteilen. Ich denke, man hat gesehen oder generell so das Thema Burnout und so weiter ist eine ganz heikle Kiste. Ja, in der Regel ist man da nicht so schnell drüber hinweg, dass man dann gleich wieder nach einem halben Jahr woanders einsteigt oder so, aber wer sind wir, das beurteilen zu können, weißt du? Vielleicht ging es ihm wirklich scheiße, vielleicht hat er aber auch schon vorher an der Heilung gearbeitet, wo er noch da war, sonst irgendwas. Ja, dass es aus Fansicht mit Geschmäckle war, dieser Abschied aus Gladbach, sind wir uns einig, auch weil vorher schon die Gerüchte über Leipzig da waren. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Der Abschied von Leipzig war ja jetzt nicht auf Eberts Mist gewachsen. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Willst du jetzt sagen, Tuchel hat einen dreckigen Abschied bei Bayern? Also ich denke, Tuchels Abschied ist auch nicht auf seinem Mist gewachsen. Ja. RB Leipzig hat es halt einfach gestört, dass ein Eberl halt irgendwie nur 3 Tage vor Ort war, ansonsten in München bei seiner Perle war und dass er mit den Gedanken geliebäugelt hatte, ja, hoffentlich meldet sich der FC Bayern, so, das hat Leipzig gestört. Ja, aber deswegen hat Eberl ja keinen schlechten Job gemacht in Leipzig. Und das jetzt in Eberl vorzuwerfen, dass er da unsauber wäre, weiß ich nicht. Ich gehe mit, dass das alles ein bisschen koscher, nicht ganz koscher da war oder nicht ganz koscher rüberkommt. Somit von Gladbach nach Leipzig, wie gesagt, weil vorher schon so das Angebot da war, er dann Nein gesagt hat und bla und Sülz, ja, irgendwelche komischen Aussagen getroffen wurden. Das war schon alles ein bisschen komisch. Stimme ich 100% mit drüber ein. Aber jetzt zu sagen, so, ja, der ist dann nach einem Jahr ausgebrannt, weil deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß. Ne? Bin ja auch kein Hellseher. Wer weiß. Wir werden es sehen. Denke, er wird uns schon ganz gut tun. Ja gut, der Kretzig war ja auch schon bei uns stark, Andreas. Ja? Jedes Mal, wenn er gespielt hat, was mir an ihn halt imponiert hat, dass er sich das rausgenommen hat, gleich auch dann, je nachdem, welche Pose er gespielt hat, die anderen Spieler mit anzuweisen. Ne? Hast du eigentlich Kinder, wenn ich fragen darf? Nee, hab ich nicht. Darfst du fragen, Simon. Und vielen lieben Dank für 100 Bittis. Nee, wie gesagt, Kretzig hat mir bei uns schon gefallen. Hat halt leider keine Chancen gekriegt. Aus den gegebenen Gründen, die der Tuchel ja letztens aufgeklärt hat. Und dann war es natürlich besser zu sagen, ja, ich gehe nach Austria und kriege Spielzeit. Ne? Das ist halt schon wichtig. Gravenberg spielt bei Liverpool echt nicht gut. Aha, okay. Ja, Eberl muss präsent sein in den Medien, ganz genau. Wir brauchen eine Holding Six im Vorstand. Ja, wir brauchen einen Captain America im Vorstand. Hat Tuchel den Flick gemacht und war ganz froh, dass er gegangen wurde. Ich glaube schon, dass der Tuchel froh ist, dass er gegangen wurde. Ich glaube schon. Ich glaube, er hat auch gemerkt, dass das nicht passt. Ja? Ich glaube, wenn wir irgendwann eine Biografie vom Tuchel lesen werden, dann wird er das reinschreiben. Dass er selber gemerkt hat, dass das nicht passt, weil ihm vielleicht andere Sachen versprochen wurden, als wie dann... Ich meine, wir müssen nur das Thema Holding Six nehmen, ja, also dazu das Thema Rechtsverteidiger und so weiter. Also man hat den Tuchel da natürlich auch ein bisschen im Regen stehen lassen. Und ich glaube, dass dann so manche Dinge vielleicht echt so aus Trotz geschehen sind, wie er es gemacht hat. Aber I don't know. Ja. Balbo, das sehe ich eh nicht. Also Louis van Gaal hat da schon so einen Grundstein gelegt gehabt zu der Zeit, ne? Gerade mit den Jugendspielern und auch mit dem Spielsystem, was er integriert hat.
Naja, der Uli hat Michael, der Uli hat doch gesagt, er hätte am Nagelsmann festgehalten. Er ist Nagelsmann-Fan. Also. Die gibt's aktuell nicht, ne? Balbo. Frech, ne? Kannst ja gerne auf YouTube irgendeinen Kommentar ausführen. Freitag ist kein Ziel. Ne, wir spielen ja Freitag. Ja, ich denke auch, dass der Eberl das schon hinkriegt. Ich denke auch. Und das ist ja jetzt auch nicht so eine Entscheidung, die jetzt, ne, innerhalb von 2 Tagen getroffen wurde. Also ist ja alles schon gereift mit der Zeit und so weiter. Also Sebastian Hoeneß zu Bayern da mache ich jetzt mal einen Take, kann der GB mal wieder einen Take-Counter, einen Strich setzen. Sebastian Hoeneß wäre, glaube ich, der einzigste Trainer, der klappen würde ohne einen Riesenumbruch. Das ist mein Take. Warum? Weil ich nicht glaube, dass so ein Kimmich, ein Goretzka oder einer von diesen ganzen Pappnasen dann Richtung Tegernsee geht und zum Hoeneß geht und sagt, hör mal, hier, der Sebastian, ne? Alto Belly. Den kann ich nicht, der lässt mich nicht spielen, ne? Ich glaube, das wird keiner tun, weil einfach da ein Name Hoeneß steht. Verstehst du? Ich glaube, das wäre der Einzige, den du da irgendwie bringen könntest, wenn er dann natürlich die Eier hätte zu sagen, das geht hier nach Leistung, nicht nach Name, wo die Spieler halt nicht diese Faxen machen können, wie sie jetzt unter den ganzen anderen Trainern gemacht haben. Ich glaube, dass Bayern einen Lückenfüller für kommende Saison holt und 2025 Klopp zu sich holt. Ich sehe sonst keinen Trainer, der was Neues aufbaut. Ach, nee, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann hätte man auch sagen können, man lässt den Vertrag von Tuchel laufen. Man wäre nämlich ausgelaufen. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich könnte mir einen Klopp persönlich, finde ich es schwierig bei Bayern. Trainertechnisch natürlich, klar. Aber die Frage ist doch auch, ob ein Klopp überhaupt nochmal wiederkommt. Ja. Vielleicht macht er 2 Jahre Pause, vielleicht kommt er gar nicht wieder, weil er keinen Bock mehr hat. Wird man doch sehen alles. Also da jetzt drauf zu setzen, kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht einen Verein danach ausrichten, ob der Trainer, der jetzt ein Jahr Pause macht, vielleicht nach einem Jahr wieder Bock hat und dann vielleicht zum FC Bayern kommen würde. Also das sind ein bisschen viele vielleicht, wa? Also das kannst du nicht machen. Ja, das denke ich nämlich auch, ne? Zum Eberl nochmal so. Menschlich, keine Ahnung, wir werden es sehen. Ne? Aber so war ja bei uns, also, nochmal, wir reden ja immer davon, oder viele reden immer davon, ja, wir müssen einen aus dem eigenen Verein wieder da sitzen haben, der in der sportlichen Führung sitzt und was zu sagen hat und bla und so. Ja, das ist der Eberl. Ja? Also, klar war er bei uns kein Weltstar, hat bei uns den Durchbruch nicht geschafft, war aber ewig lange im Verein. Also, denke ich, ist alles gut, was das betrifft. Zügig Verletzte ist doch bekannt, dass die Müller wohlfahrts die Spieler für jedes Spiel wieder fit spritzen, kann mir vorstellen. Ja gut, aber das ist ja generell im Fußball auch so. Ja. In jedem Leistungssport spielen Spieler mit Schmerzen und so weiter. Und natürlich macht der Körper das nicht so lange mit und der Fußball wird immer schneller, immer athletischer und so weiter. Natürlich spielt das alles eine Rolle. Aber es ist ja nicht nur beim FC Bayern so. Kimmich, Goretzka, Davis, Buna verkaufen. Was meinst du mit Buna? Buna sah, der Vertrag läuft aus, alles ist gut. Welche Erwartung ich an Eberl habe, ist, habe ich ja gerade schon gesagt. Eberl muss einfach präsent sein, muss den kommenden Trainer den Rücken frei halten, muss zum Trainer stehen, muss die Spieler in die Pflicht nehmen. Und natürlich, einen frischen Wind in den Kader bringen. Kimmich und Goretzka würden bei City auf der Tribüne sitzen. Ja, ich habe das auch nicht. Den Take habe ich auch nicht verstanden mit Goretzka und Kimmich. Bei City wären Weltstars. Also keine Ahnung. Genau, Daumen hoch nicht vergessen und Abo dalassen auf dem Kanal hier, ne? Genau. Gerard Berger, bin ich bei dir, kann er den Nagelsmann alles ausballen lassen und hat sich nur ins Risiko gelehnt. Ja, gar nichts. Brazzo genauso wenig, ja.
Aber jetzt mit dem Tuchel der Verein ja auch genauso wenig. Das muss man fairerweise ja auch sagen. Ja. So, die haben sich ja auch weggeduckt. Man hätte ja da auch mal zu der Holding Six-Geschichte gleich mal Stellung nehmen können. Ja. Nein, war auch wochenlang, monatelang Thema. Warum? Völlig unnötig. Ja, und hat einen Tuchel da auch wieder alleine stehen lassen. Also, ganz wild. Also ich bin der Meinung, dass Eber seine Chance verdient hat. Möglicherweise trägt das Ganze seine Früchte, wer weiß. Ja, also er hat ja seine Chance jetzt. Also haben wir eh keinen Anschluss drauf. Und ich glaube auch, das kann schon gut werden, ja. Mein Gott. Ist halt auch schwer irgendwie, gerade bei unserem Verein, da den passenden Mann zu finden. Ich meine, wir haben es mit Oli ausprobiert, das hat nicht gefruchtet. Ja, was willst du machen? Willst du irgendwie da so einen ganz wildfremden da reinknallen, der gar keine Ahnung hat von der Bayern DNA und wie der Verein funktioniert und so weiter? Ich glaube, das macht auch relativ wenig Sinn. Zumindest solange wie Uli und Kalle da immer noch im Hintergrund dabei sind, da brauchst du schon einen, der weiß, worauf er sich einlässt, der mit den Leuten umgehen kann, der dann aber trotzdem sein Ding macht. So, das wird halt wichtig sein beim Eberl. Ja? Dass er die schön bei Laune hält, da die alten Granten, aber am Ende des Tages sein Ding durchzieht. So, und sich da nicht reinquatschen lässt von denen. Und ich glaube, dafür hat der Eberl genug Erfahrung, um das machen zu können. Take 4, geil. In Gladbach hat er einen Burnout gemacht, der Eberl. Sowas kann passieren, aber das mit Leipzig lässt Fragen offen. Nee, finde ich eigentlich gar nicht, dass es bei Leipzig Fragen offen lässt. Ich finde das bei Leipzig sogar, ja, nochmal, das war ja nicht Eberls Entscheidung, das war ja Leipzigs Entscheidung. Oder dann wie bei uns jetzt, die gemeinsame Entscheidung. Ja. Die gemeinsame Entscheidung, man lässt den Vertrag ruhen. Ja, so wie er es bei uns genannt hat. Kann Bayern, Glück auf! Ein Satz folgender Bayern-Fans, die sie dann gerne als Trainer hätten, beunruhigen könnte. Ich weiß, dass es Trainer gibt, die zu Clubs gehen, ohne die Sprache zu sprechen, aber ich arbeite anders. Ja, den Satz kenne ich natürlich. Ich weiß auch, dass ein Zidane kein Deutsch spricht, aber erstmal, wann hat er den Satz gesagt? Also, keine Ahnung, wie gesagt, ich halte halt nichts von diesen Pressephrasen, die interessieren mich halt nicht. So, ja. Wenn irgendwo ein Interview ist, ja, wo ein Zitat ist, wenn es nur schriftlich ist, dass er das gesagt hat, dann und dann, alles gut. Dann kann man sowas gerne diskutieren. Aber wenn irgendwie die Bild-Zeitung, die Welt oder die Süddeutsche oder Inside Bayern oder der Kuckuck aus Buxtehude irgendwie schreibt, der Trainer will zum FC Bayern, der nicht und der hat einen Fuß kaputt, ist mir das völlig scheißegal. Ja, ist es für mich nicht wert, darüber zu diskutieren. Andreas Heidrich schreibt, ich bin mir nicht sicher, dass man Tuchel alleine hat stehen lassen, was die Medienarbeit betrifft. Tuchel kennt das so aus der Premier League. Dort ist der Trainer einfach Manager und kümmert sich um alles. Ja, das ist richtig, dass er in der Premier League Manager ist, sich um alles kümmert. Hat aber doch nichts damit zu tun, dass wenn diese ganzen Diskussionen aufkommen, wie zum Beispiel Müller, ja, die Diskussion über sonst irgendeinen Spieler, die Diskussion über, dass wir schlechten Fußball spielen und so weiter, dann musst du als Verein, wenn du hinter deinem Trainer oder wenn das der Trainer deiner Wahl ist, dann musst du als Verein da eine klare Kante zeigen, dann muss da jemand kommen und sagen, der Trainer steht nicht zur Diskussion, die Spieler müssen in die Pflicht genommen werden, das muss man ja auch im kleinen Teil, klar, äußert man öffentlich und ansonsten musst du intern die Spieler mal richtig zusammenfalten, ja. Und das passiert bei uns halt einfach nicht. Und nochmal, wenn man dann 2 Zeilen auf der Seite raushaut und sagt, wir trennen uns im Sommer von diesem Trainer und dann sitzt dieser Trainer alleine in der Pressekonferenz, dann müssen wir nicht davon reden, ja, dass das nicht der Fall wäre. Es war keiner da von dem Verein. Was ist das denn bitte für ein Verhalten? Ja?
Und das hat nichts damit zu tun, dass das aus der Premier League gewohnt ist, dass er auch Manager ist. Ist zumindest meine Meinung. Ja, na klar, das war völlig richtig vom Kretzi. Hätte ja gesehen, dass er keine Chance bekommt. Ja. Und deswegen ist ein super Junge, ja. Ist so ein bisschen Müller-Charakter, so wie er so rüberkommt. Also mir hat er gut gefallen. Ich denke auch, dass er eben ein guter Take sein kann. Ja, Leland, man muss ja auch mal den anderen Bundesliga-Clubs ein bisschen finanziell unter die Arme greifen. Ist doch völlig okay. Und warum sollte ein Eberl zu Dortmund gehen? Psst, der ist ja wild. Take 6. Ja, Gravenberg hat gut auf die Socken gekriegt, ja. Ach ja, ich glaube nicht, dass das da um gut Cash geht unbedingt. Dass er drüber froh ist, dass er gegangen wurde. Ich glaube einfach, weil er halt auch gemerkt hat, dass es nicht passt. Ja. Ich denke, dass er dann jetzt auch so gehen kann, ja, und ich glaube, das ist schon gut für ihn. Deswegen ist er da, glaube ich, ganz glücklich mit. Dann kann er schön ab Sommer sich einen anderen Verein suchen, wo er ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit hat und wo der Verein ihn vielleicht ein paar mehr Wünsche erfüllt, als wie es bei uns der Fall war. Ich glaube, da ist er schon ganz froh drum. Ja, wie gesagt, das Spiel gegen Leipzig hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben für das Spiel gegen Lazio. Ich hoffe, wir nehmen diesen kleinen Aufwind, ja, zumindest von der Einstellung her gegen Freiburg mit und dann bin ich guter Dinge gegen Lazio. Ja, das ist richtig. Klar, wie gesagt, der Aufsichtsrat muss ja zustimmen und Uli Hoeneß ist Teil des Aufsichtsrats. Also wusste er, dass Nagelsmann entlassen wird. Ja. Ich glaube kaum, dass der Uli der Einzige dann war im Aufsichtsrat, der gesagt hat, nein, ich möchte das nicht. Und wenn er das nämlich gemacht hätte, hätten nämlich alle anderen, die mit dem Uli so sind, ja, du glaubst ja wohl nicht, dass ein Heiner jemals da einen anderen Take machen würde, wie es der Hoeneß macht. Wenn der Hoeneß sagt, der Nagelsmann geht, dann hebt der Heiner auch den Arm. Also, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Ja, aber alle haben ja zu viel Geld, Andreas. Da sind wir uns ja wohl auch einig, oder? Glaubst du, dass der nächste Bayern-Trainer eher ein langfristiges Projekt sein wird, oder bist du da Müllers Meinung und es wird jemand, der darauf aus ist, auch kurzfristig Erfolg zu haben? Ja gut, das kommt drauf an, wen wir verpflichten, ne? Und so wie es alle gerade kommunizieren im Verein, ist es ja gewollt, dass wir jetzt endlich einen Trainer verpflichten für mal wieder länger wie 1,5 oder 2 Jahre, was ja auch sinnig wäre. Frag mich halt, was bei so einer Vertragsunterzeichnung kommuniziert wird, wie bei Tuchel. Wenn er sich vermutlich so viel mehr erhofft hat, was Transfers anbelangt, findet da genauso wenig Kommunikation statt wie bei anderen Vereinsangelegenheiten. Naja, man darf ja nicht vergessen, dass da noch Brazzo und Olli am Werk waren. Ja? Und wenn der Brazzo ihm versichert hat, ja, pass mal auf, wenn du den Kimmich nicht magst, werden wir den Holding Six organisieren, und wenn du den rechten Verteidiger nicht magst, werden wir den rechten Verteidiger organisieren und so weiter und so fort. Und die dann zum Ende der Saison weg sind, dann kommt die neue Saison und dann passiert das alles nicht. Ist halt ein bisschen schwierig. Ja, meine Frage ist dann halt, ist so ein Vertrag dann noch gültig? Oder Die werden das ja nicht in den Vertrag reinschreiben. Du machst ja keinen Vertrag und dann schreiben die rein, ja klar, wir verpflichten dir einen Sechser, einen rechten Verteidiger, einen Stürmer, dies und das. Das wird ja nicht da drin stehen, aber das wird man denen halt versprechen halt. Ne? So, und da waren halt andere handelnde Personen am Werk. Ich glaube, das ist halt so das Problem, was ein Tuchel einfach hatte. Ja. Oder mit einem Problem, sagen wir es mal so. Also, dass er auch selber genug Fehler gemacht hat, ich denke, das steht außer Frage. Das hat er ja in den letzten beiden PKs öffentlich dargelegt. Das sind die Live-Bilder aus unserer Arena, der Hintergrund.
Brazzo und Kahn haben die Holding Six verschworen. Da kann ich mir halt auch gut vorstellen. Ein bisschen tut man es natürlich nicht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Michael, ja, das ist mir auch völlig Wumpe, um Klopp zu Bayern kommen. Ich brauche einen Klopp bei Bayern nicht. Ich brauche so einen Dortmunder, der irgendwie gefühlt 300 Jahre bei Dortmund war und jedes Mal die Fresse aufgemacht hat und gegen Bayern geschossen hat. So einen Trainer brauche ich bei uns auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Bräuchte da erstmal locker ein halbes Jahr, bis ich mit einem Kloppo warm werden würde. Obwohl sein Interview mit Knossi war schon sehr charmant. Hat mir sehr gefallen. Ja, die Vertragsverlängerung mit Choupo, ja, keine Ahnung. Kannst du halt machen irgendwie. Verdient ja jetzt auch nicht 20 Mille, wa? Aber ja, die Transferpolitik noch nicht mal, finde ich. Transferpolitik kann man noch als befriedigend sehen von Brazzo, wenn man das mal so Revue passieren lässt. Aber die Gehaltsstruktur, die er einfach eingeführt hat in diesem Verein, ist katastrophal. Katastrophal. Das tut der Klopp den BVB-Fans nicht an. Ach, da muss ich meine Aussage gerade revidieren. Dann hoffe ich doch, dass der Klopp Bayern-Trainer wird irgendwann. Ich glaube ganz ehrlich, dass dem Klopp das scheißegal ist. Aber ist schön, dass man immer noch diese Romantik hat in der heutigen Fußballzeit. Dass man das denkt. Dass man denkt, dass der Klopp, nur weil er bei BVB war, niemals zu Bayern gehen würde. Ja. Das ist schön, diese Romantik. Das ist genauso wie Andreas Möller ja niemals zwischen Dortmund und Schalke wechseln würde. Oder jeder andere Spieler wird das ja niemals tun, oder? Ja, die Zeiten das gibt's nicht mehr. Es gibt diese Fußballromantik leider nicht mehr. Irgendjemand muss den Uli auch beibringen, dass Rente auch schön ist. Ja, gehe ich mit. Franzen supportet mit 2 Euro. Vielen lieben Dank. Franzen, ich danke dir. Was wäre denn mit Marc van Bommel? Weiß ich nicht. Ich mag einen Marc, ja, aber keine Ahnung. Also als Trainer war er jetzt nicht ganz so überragend, oder? Bisher. Bei Wolfsburg und so. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Jetzt muss ich mal eben scrollen, das ist schon mehr durchgetickert hier. Ach hier, das war's, glaube ich. Bezüglich der Klatsche am Freitag, unsere IV ist aktuell eine noch größere Baustelle als beim FC Bayern. Hinzu kommt Noah Atubolu. Wenn der einen Sahnetag hat, denke ich immer, der wird der nächste Baumann. Und dann gibt's wieder die nächsten 3 Patzer im folgenden Spiel. Also so ein Opa auf Steroide, oder was? Wenn der konstant wird, sehe ich den als absolute Bank. Okay. Über Brazzo gibt es einen interessanten Short auf YouTube, wo wir während Corona daheim gegen Dortmund gespielt haben und über die Mikros zu hören ist, wie er mit der Teambetreuerin über Haaland spricht, die sich über seine Friese lustig machen und erzählt, dass er den Berater anrufen wird und so weiter. Sehr aufschlussreich. Was hat denn jetzt der Haaland hier mit der Sache zu tun? Also, dass er am Haaland dran war, das wissen wir ja. Seiner, schönen guten Abend. Ich habe gehört, Zidane lernt Deutsch. Das Zidane-Zitat ist von 2014. Ja, sehr aktuell dann natürlich. Irgendwie gefällt mir die Lösung Zidane nicht. Also ich hab einen Zinedine vergöttert als Spieler, ne? Hab ich ja schon mal gesagt. Aber als Trainer, ich werde mich nicht mehr hier hinsetzen und werde einen Trainer im Vorhinein irgendwie beurteilen. Also der Tuchel hat mir den Zahn gezogen, das wird nicht mehr passieren.
Ich werde das jetzt nur noch so handhaben wie mit den Spielern. Wenn die ein paar Wochen da sind, können wir gerne mal irgendwie ein Fazit ziehen. Ich werd mich nicht mehr freuen, dass ein bestimmter Trainer kommt oder sonst was. Das kannst du vergessen. Nee, kann die Mara nicht, Samian. Und auch da, das kannst du auch nicht bezahlen, damit die Mara mal Premier League ausspricht. Selbst ein Name wurde uns haben. Alaba wurde auch ausgeliehen. Ne? Alles gut. Ist ja auch ein legitimer Vorgang, wenn man so ein großer Verein ist, wo es schwer ist, sich durchzusetzen. Nur die Frage ist halt immer, wann man das macht. So, diese Spieler wurden ausgeliehen, weil andere Spieler da waren, dass sie keine Chancen bekommen haben. Aber wenn man dann die Leistung von so einem Davis gesehen hat, weiß ich nicht, ob man da nicht auch hätte sagen können, komm, wir versuchen den Kretzig mal in der Vorrunde mal ein bisschen einzusetzen, mal gucken, ob er den nächsten Stepper macht. Und wenn nicht, kannst du ihn ja verleihen. Ja? Aber wenn man sich dann immer nur hinstellt und erzählt, ach ja, wir haben ja so wenig Spieler, ich habe ja keine Alternativen mehr. Warum hat man die denn nicht? Weil man diese Spieler halt einfach ignoriert. Niklas, servus. Erfolgsfans. Ja, ich habe mir gedacht, ich zauber mal ein altes Trikot raus. Mich nervt nur immer das Gelaber von einer neuen Ära. Das wird bei Bayern nicht mehr kommen. Ah, da muss ich hochscrollen. War das auf YouTube oder? Ich konnte es nicht zu Ende lesen. War auf YouTube. Mich nervt nur immer das Gelaber von einer neuen Ära. Das wird bei Bayern nicht mehr kommen, wie ein Hitzfeld. Kein Trainer wird seinen Vertrag bei Bayern erfüllen können. Ah, sehe ich leider komplett anders. Warum sollte das nicht passieren? Ja, man muss halt einfach nur mal am Trainer festhalten. Also, nee, sehe ich anders. Dass uns irgendwelche Fans von anderen Vereinen Erfolgsfans nennen, liegt auch daran, dass ihr bescheidene Vereine halt keine habt. Naja, jeder Verein, der Erfolg hat, hat Erfolgsfans. So, ja, das ist, also, können wir ja mal kurz drauf eingehen. Das bleibt ja nicht aus, weil Erfolg macht sexy, habe ich ja schon mal erklärt. Und wo Dortmund 2 gute Jahre hat, gab es in Dortmund auch ganz, ganz viele Erfolgsfans. Wenn jetzt Leverkusen das gute Jahr hat und nächstes Jahr vielleicht weiterhin so spielt, dann wird auch Leverkusen Erfolgsfans haben. Ja, so ist immer das Leben. Ja, ja, aber jeder, der keine Ahnung, der länger Fan ist, ja. Erfolgsfans, keine Ahnung, wie würdest du denn Erfolgsfan beschreiben? Erfolgsfan ist halt kein Fan eines Clubs. Er ist halt Fan von Erfolg. Ja, und wechselt halt von Club zu Club. Ja. Aber jeder, der immer das Argument bringt, ob das jetzt von Bayern-Fan ist oder von Fan von einer anderen Mannschaft, der irgendwie ein Argument hier auf meinem Kanal bringt von wegen, oh ja, du kritisierst ja nur, weil du ein Erfolgsfan bist. Ja, ganz ehrlich, dann weg. Den blende ich aus, soll mir nicht auf die Eier gehen, der rafft halt gar nicht, worum es geht, Alter. Ja. Dafür bin ich zu lange Bayern-Fan, als dass man mich Erfolgsfan nennen kann, Alter. Ist halt, weiß ich nicht. Es sind immer Argumente, die sind. Ja. Wie ist dein Tipp gegen Lazio? Ja, da warten wir mal das Freiburg-Spiel ab, dann sage ich gerne einen Tipp gegen Lazio. Müller war doch bei Schalke. Ja, der war auch bei Dortmund, war. Kompetent, aber auf jeden Fall mit Geschmäckle, so wie das bei Gladbach und Leipzig zu Ende gegangen ist. Authentisch ist nicht das passende Adjektiv. Aber wir werden es sehen.
Der Vergleich mit dem Heulsusen Möller war hart, aber schlüssig. Tja. Ich glaube, ein Trainer-Geheimtipp könnte aus der Serie A kommen. Thiago Motta von Bologna. Aktuell Platz 5 hat. Der sie nach 20 tristen Jahren letztes Jahr auf Platz 9 geführt hat. Zweitmeister Ballbesitz, hohes und intensives Pressing, stabile Defensive, guter offensiver Vortrag. Dabei weniger Tore als Spiele, sehr pragmatischer Trainer. Gegen die besten Teams wie Juve, Inter, Atlanta Punkte geholt oder sogar Siege. Und als Spieler hat er sehr viele Einflüsse. Barca, Mourinho, Ancelotti. Ja, ich kenne Thiago Motta. Aber als Trainer kenne ich ihn natürlich nicht, aber als Spieler. Ja, wie gesagt, ich denke auch, es gibt genug Trainer. Ja. Also ich denke, es gibt halt nicht nur 2 Trainer. Frage ist halt, was der Verein will, ob er langfristig plant und so weiter und so fort. Aber dass es genug Möglichkeiten gibt, das steht außer Frage. Klopp ist einer der Letzten, der diese Romantik lebt. Macht ja auch Hoffnung. In England zumindest sagte er wird keinen anderen Club außer Liverpool trainieren. Das kaufe ich ihm ab. Ja, wir werden sehen. Wenn Bayern noch die Meisterschaft holt, gibt es dann ein Thomas Tuchel-Tattoo. Nee, dafür finde ich ihn zu hässlich. Tja, auch wenn ich die Wette halten würde, wir werden niemals deutscher Meister werden dieses Jahr. Das ist ein Ding der Möglichkeit. Italienische Trainer sind bei uns nicht erfolgreich. Aber legendär. Ne? Würde ich jetzt behaupten. Ja, ich könnte ihn auch einblenden. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Strunz ist 2 Jahre hier, gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Was erlaubt Strunz? Ach, herrlich. Ich bin Klopp-Fan, glaube aber nicht, dass er mit seiner BVB-Geschichte zu uns kommt. Hey, Kloppo steht doch auch gar nicht zur Disposition. Ich weiß gar nicht, was ihr mit dem Kloppo habt. Der Kloppo macht ein Jahr Pause und das ist auch gut so. Von daher... Ja, GB, du flitzt, Alter. Du flitzt. Du bist eine Labertüte mit deinem Flitzen. Nimmt dir doch keiner mehr ab, sowas. Johannes, du kannst keine Links posten. Kevin De Bruyne würde uns gut tun, aber Kevin De Bruyne, wie alt ist er denn jetzt? Kevin De Bruyne hätte uns halt gut getan, wo er in Wolfsburg gespielt hat, aber das ist ja das Problem, was wir immer haben. Ja? Wir verpflichten dann solche Spieler nicht, weil irgendwelche Urgesteine da sind, die man nicht in Frage stellen möchte. Mega Spieler. Ja. Und Zidane, Hoeneß und Klopp sind halt Namen, die jeder bringt, mal unkonventionelle Namen raushauen. Ja, ich denke auch, dass da einige ein bisschen weiter, also im Verein, ja, ich denke auch so ein Eberl und so ein Freund, ich denke mal, die werden auch noch ganz, ganz andere Leute auf dem Schirm haben, da können wir sicher sein. Ich weiß nicht, warum so viele gegen Zidane sind. Der hat mit Madrid alles geholt, oder irre ich mich da? Jeffrey hat er, ja. Hat er. Ja, wie gesagt, ich denke auch, dass der Brazzo dem Tuchel einiges versprochen hat. Also, ich glaube, weil der Tuchel, also man sieht doch, wie der Tuchel oder wo er trainiert hat, unter welchen Voraussetzungen. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass ein Tuchel so vehement das gefordert hätte,
wenn man das nicht im Vorhinein abgesprochen hätte. Ja. Dietzmann wäre wieder frei, ja. Ja, ganz klar. Cleansy ist eine Maschine. Ja, da kannst du dich auch freuen, dass der Baumgart beim HSV ist. Und wahrscheinlich, wie es im Fußball so ist, wird der Baumgart mit dem HSV dann in der Relegation gegen 1. FC Köln spielen und wird die Kölner dann vernichten. Weil der Fußball ist halt so. Lothar Matthäus lernt Deutsch. Aha, oder? Sehe so für Trainernamen reinhageln, das wird mir anders. Ja, aber du bist doch auch immer in dieser komischen News-Geschichten drin. Da kommen dann noch ganz andere Namen, die da reinprasseln. Wo sind denn blablabla. Wunderschönen guten Abend, Peter. Wünsche ich dir auch. Baumgart HSV passt. Ja, der Baumgart passt überall, wo Arbeit gefragt ist und wo Emotionen gefragt sind. Ja? Hätte auch gut auf Schalke gepasst, glaube ich. Sebastian Hoeneß passt perfekt in die zukünftige Konstellation. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Weil sie dann würden die Spieler spuren und eventuell würde der ein oder andere Spieler gerne nach München kommen. Der Baumgart als Totengräber des 1 FC Köln in der Reli. Ein wunderbarer Gedanke. Mal schauen, der HSV ist auf dem Relegationsplatz. Dann werden das 2 emotionale Wochen beim HSV. Aber zweite Bundesliga wird ja gerade vom Norden dominiert. Ist ja ganz wild. Und in der Bundesliga, die 3 Absteiger stehen ja auch schon fest, oder? 8 Punkte oder was? Bis zum rettenden Platz. Ich glaube, das ist auch durch das Thema. Also da ist keine Spannung mehr drin. Da geht's nur, wer auf den Relegationsplatz kommt. Ja, aber wie gesagt, das haben wir beim Tuchel ja auch gedacht, ne? Dass die Spieler dann spuren. Aber wenn der Trainer das dann halt nicht umsetzt, aus welchen Gründen auch immer. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen jetzt, nur weil er sie dann heißt oder egal, welchen Namen der Trainer hat, dann spuren die Spieler, also. Altes Trikot, das erste Trikot, das ich wahrnahm, hatte eine Commodore-Währung drauf. Ja, das habe ich im Rahmen hier hängen, da passe ich leider nicht mehr rein. Wen wundert's? Aber ja, das war auch mein erstes Trikot. War natürlich auch das coolste Trikot, also Commodore, ich bitte euch, Leute. Wild, oder? Sollte man Sané im Sommer verkaufen? Ja, bitte. Unbedingt. Wenn man ihn los wird, direkt. Gerne mit Minus. Weg. Warum ist das Stadion in Leverkusen voll? Ich glaube, das war auch so schon oft voll. Wahrscheinlich, weil man schön Fußball sieht. Ja. Es wird aber nie an einen festgehalten, wer war denn schon länger als Pep oder Ottmar? Ja, aber das soll ja wieder geändert werden. Ne? So, es sind ja andere handelnde Personen mittlerweile da. Und der Verein hat klar kommuniziert, dass er das wieder ändern möchte. So, und daran wird er dann auch gemessen werden. Ne? Nee, aktuell hat Leverkusen, glaube ich, noch keine Erfolgsfans. Ja, müssen es Fans von schönen Fußball, weil bisher hat Leverkusen noch keine Erfolge eingefahren. Bayern verliert gegen Freiburg und Lazio leider. Das glaube ich nicht, aber... Wer ist denn Terdik? Meinst du Terzic oder was? Also ich glaube, wenn der ist der gefeuert worden oder was? Nee, ne?
Wenn der irgendwann entlassen wird, Wurde noch nicht entlassen. wenn der irgendwann entlassen wird, dann geht er entweder wie Pal Dardai, der geht dann wieder in die Dortmund Amateure zurück, aber der wird nirgendwo anders mehr Trainer werden. Der hat eine Ausstrahlung wie ein Stück Holz, Alter. Also das ist für mich, nee, also schon gar nicht bei irgendeinem Spitzenverein. Wer haut denn hier Barcelona raus, Alter? Auf welcher Grundlage denn? Was hat er denn geleistet beim BVB? Eieiei. Bitte dich, ey. Kannst du noch mal kurz was so allgemein zum Nagelsmann Comeback sagen, was es geben könnte? Kommen gerade mehrere Fragen dazu rein. Ich glaube das nicht, dass das passieren wird. Also ich hätte da kein Problem mit. So, nochmal, das Wichtige muss dann sein, dass man hinter dem Nagelsmann steht. Das war das ganze Problem bei Odi und Brazzo. Ja? Wir hätten einfach sagen müssen, hier, das ist der Jule, der ist die nächsten 5 Jahre hier und es ist mir scheißegal, ob du Müller, Neuer, Kimmich oder sonst wie heißt, da musst du den Verein verlassen. Fertig. Ja? Das Problem der letzten Jahre bei uns war doch, dass alle Spieler oder der Führungsrat immer die Trainer untergraben hat. Das ist doch das ganze Problem, was wir haben. Und der Verein dann jedes Mal, ach ja, ihr habt ja recht, weil ihr seid ja hier die super duper Spieler und deswegen holen wir den Trainer raus. Das ist doch das ganze Problem. So, einmal ist es die Kimmich-Gruppe, einmal ist es die Müller-Gruppe, die keinen Bock auf den Trainer haben. Und egal, wer sich da irgendwo beschweren geht bei den Vereinsoberen, dann wird gehandelt. Das ist unser ganzes Problem. So, es kam doch nicht einmal vom Verein die Ansage, nee, so, wenn du den Müller rausnimmst, du bist unser Trainer, dann ist das so. Das ist ja deine Entscheidung. Du bist der Trainer. Oder mit dem Kimmich. So, wie der Tuchel gesagt hat, er braucht keinen Kimmich und Goretzka. Hat er am Anfang der Saison gesagt, er braucht einen Holex. So. Hat man den Trainer darin unterstützt? Natürlich nicht. Das ist doch das ganze Problem. Ja, und deswegen bleibt dann kein Trainer lang. Das muss man halt ändern. Und dann ist egal, ob der Nagelsmann heißt, ob der, was weiß ich wie heißt. So, der muss dann halt noch eine Philosophie haben, die zum Verein passt. Das passt mit dem Tuchel halt nicht. Weil Tuchel eher hier Ball besitzt, 100% und was weiß ich für einen Fußball spielen lassen möchte. Der nicht wirklich zum Verein passt. Zumindest das, was wir in den 11 Monaten gesehen haben. Und dann ist doch gut. Ja? Und dann musst du halt mal damit leben. Ja, dann verlierst du halt mal 3, 4, 5, 6 Spiele. Dann wirst du halt mal kein Meister. Wen juckt's, Alter, nach 11 Meisterschaften? Mal ganz ehrlich. Wenn dafür doch endlich mal ein Umbruch stattfindet und mal ein Trainer gehalten wird, der auch mal ein Jahr Zeit kriegt, sein Konzept zu entwickeln. Solange man sieht, dass die Spieler wollen und Gas geben auf dem Feld, ist doch alles gut. Ja? Das ist doch das große Thema diese Saison. Die Saison hast du halt bei ganz, ganz vielen Spielern nicht den Eindruck, dass sie wollen oder dass sie unbedingt 110% geben für den Verein. Nee, weil sie das für den Trainer nicht geben wollen. So, das sind doch die ganzen Probleme. Die sind alle hausgemacht bei uns die letzten Jahre. Das ist traurig, aber es ist leider so. Johannes, salü, wie beurteilst du die Aussage von Präsident Herbert Hainer, der eine Mannschaft um Kimmich aufbauen möchte? Und ihn als Gesicht des FCB sieht. Zerstört eine solche Aussage auch den nächsten Trainer und das Mannschaftsgefüge? Ist Hainer mit einer solchen Aussage noch zu halten? Sollte Hainer Verantwortung übernehmen und kostenlos zurücktreten? Ich kenne es aus schlecht geführten Kreisliga-Vereinen oder in der Jugend, wo der Vorstand reinquatscht oder Eltern, wer spielen soll, weil die Spieler... Achso, ja, ich weiß, was du meinst. Also ohne Scheiß, ich sag dir ganz ehrlich, ich nehme vom Hainer nicht eine einzige Aussage ernst. Nicht eine. Der Hainer ist für mich ein Hans Wurst. Sorry, ja. Ich weiß nicht, wer als Mensch ist, alles gut. Aber als Präsi, ich meine, ich weiß nicht, was ein Präsident heutzutage überhaupt noch zu sagen hat bei uns. Aber ist ja auch, glaube ich, Vorstandsvorsitzender, oder? Wenn man Präsident ist, keine Ahnung. Also ich kann den auf jeden Fall nicht ernst nehmen, den Mann. Ja, wir haben es beim Nagelsmann gesehen, ja, die Aussage, und eine Woche später war Nagelsmann weg, glaube ich. Also wer den Hainer ernst nimmt, beim besten Willen, also.
Und wenn der FC Bayern eine Mannschaft um Kimmich aufbauen will, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann stampf gleich alles ein, dann kannst du den Verein abmelden, Alter. Also suchen wir jetzt 5 Spieler um Kimmich rum, die dann alle für den Josh spielen und er wird der neue, keine Ahnung, Alter. Also ich stelle ihn als rechter Verteidiger hin, dann kannst du eine Mannschaft um ihn rum aufbauen, Alter. Frech. Nee, keine Ahnung, wie gesagt, ich kann von dem Heiner keine Aussage ernst nehmen. Sorry. Ist nicht die Frage, wie abgehoben manche Spieler sind und wie viel Macht sie haben, wenn sie mit Abgang drohen. Ich sehe das Problem darin, dass der FCB Ablöse sparen will. Auch wenn sie einmalig 100 Millionen für Kane ausgegeben haben, weil sie es mussten. Ich denke, dass es Clubbesitzer gibt, welche mal locker 1 Milliarde in ihren Club stecken können. Es kommt einem vor, es ist für sie weniger Aufwand, als würde sich ein Durchschnittsbürger ein Haustier leisten. Den verstehe ich nicht ganz. Also ich gehe da nicht mit, dass wir mit Abgang, dass der FCB Ablöse sparen, ja, dass wir Ablöse sparen wollen. Ja, deswegen haben wir 20 Millionen für den Nagelsmann gezahlt, 5 für den Eberl, 30 für den Sascha, für Galatasaray. Also wenn wir Ablöse sparen wollen würden, hätten wir doch solche Moves gar nicht gemacht. Was ist das denn für eine Aussage? Nee, sehe ich nicht so. Zerstört Kimmich mit seiner Booking-Verhalten das Mannschaftsgefüge? Ja, das können wir schlecht beurteilen. Also ich denke, Kimmich hat auf jeden Fall... Ja, ich weiß nicht, ob man das alles am Kimmich festmachen kann. Er muss halt einfach mal... Keine Ahnung. Ach, Kimmich ist so ein komplexes Thema, ey. Stell ihn halt von der 6 weg. Keine Ahnung. Stell ihn meinetwegen mal auf 8. Guck mal, ob er da ein bisschen lockerer wird. Ansonsten stell ihn als rechten Verteidiger, wenn du ihn unbedingt behalten willst. Aber ich glaube, es ist einfach an der Zeit, sich von Kimmich zu trennen. Für einen Kimmich, dass er woanders mal wieder ein bisschen mehr Wertschätzung kriegt und mal wieder ein bisschen eine Herausforderung hat, so wie für den Verein. Ja. Es ist einfach gut, dass da mal jemand kommt, wer anders. Kommt noch mal was zur Nationalmannschaft, erst zur EM, oder ist das Projekt National bei dir auf dem Kanal vorbei? Ja, bisher, Nationalmannschaft findet doch gerade nicht statt, oder? Kann ich dir noch nicht sagen. Geh nach Lust und Laune. Wie beurteilst du die Aussagen von Freund und Effenberg bei Sport 1 über Kimmich? Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gehört. Was haben die denn gesagt? Ja. Wer wäre für dich ein guter Davis-Ersatz? Meiner Meinung nach sollte man an Grimaldo arbeiten. Beep, 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 beep. Cheatshow_Ron giftet it hier 1 sub to Paulus 297. Chico, vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub. Nee, kann ich nichts zu sagen. Wie gesagt, ich bin kein Scout, ne? Grimaldo habe ich natürlich gesehen gegen uns und so, ja. Keine Ahnung. Nehme ich mir nicht raus, da irgendwas zu beurteilen. Dafür gucke ich zu wenig anderen Fußball außer den Bayern. Unser Gnabry, Davis und Goretzka waren bis früher quasi Partymann. Ja, mein Gott. Sind halt auch Menschen. Marius Deutz war noch vor meiner Zeit, Killerfox. Der Kommentar fragt, sollte man Manuel Neuer hinterfragen und endlich ernsthaft nach einem Nachfolger suchen ab Sommer? Man merkt, dass er nicht mehr bei 100% ist. Ja, sollte man auf jeden Fall. Also es wäre eine Farce, wenn man es nicht tun würde. Erstmal hat er nur noch 1 Jahr Vertrag nächstes Jahr. So, willst du dann sagen, das Jahr danach ist er weg und dann holst du einen neuen Torwart, der erst integriert werden muss? Gerade Torwart ist eine schwierige Posi. Sollte man schon 1 Jahr vorher im Verein haben, ne? Und dann vielleicht auch und so. Ich sag ja, das Ideale wäre, wenn Neuer so den neuen Mann ein bisschen sein Wissen weitergeben würde und so weiter. Aber ob das passieren wird, schwierig. Ich sag ja, der Eberl mit einem Freund zusammen, der hat einiges zu leisten, ne? Einige große Baustellen irgendwie zu bearbeiten.
Da müssen wir nicht drüber reden. Aber mal zu dieser Partygeschichte war, ganz ehrlich, wen interessiert? Wenn sie Leistung bringen dafür, ist doch alles gut. Mein Gott, sind halt Menschen und irgendwann musst du halt einfach auch mal den Kopf freikriegen, mal weg vom Fußball und ja. Wen soll's? Wen interessiert's? Wenn Goretzka dafür Samstag Leistung bringt, dann ist alles gut. Wenn sie das natürlich nicht tut, dann kann man das natürlich vorhalten, ist immer so. Ne? Wenn die Leistung stimmt, kann man sich sowas erlauben. Wenn die nicht stimmt, dann kann man sich das natürlich nicht erlauben. Das kurze Fußballtrikot ist das Carl Zeiss Jena in Schwarz von 2050. Heaven Shall Burn auf der Brust. Kann was. Fällt mir kein anderes ein, was auf die Ebene kommt. Traditionsverein trifft lokale Heavy Metal Band. Okay. Das Gerücht, dass Dortmund an Xabi als Trainer interessiert ist, finde ich wild. Warum? Findest du das wild? Also gerade bei Dortmund musst du auch doch in der Lage sein, junge Spieler zu entwickeln. Das ist doch legitim. Einige Spieler, die Staub angesetzt haben, müssen im Sommer aussortiert werden. Ja, das ist die halbe Mannschaft, Alter. Wenn Jule wiederkommt, wird die Sebener Straße mit Rosenblüten bedeckt, um seine Rückkehr zu feiern. Er wird einmarschieren in einen Streitwagen mit den weißen Rössern davor. Ach nee, stimmt nicht, der kommt ja auf dem Wakeboard, oder wie die Dinger heißen. Komm, ich fand, der Nagelsmann hat schon ein paar gute rausgehauen bei uns, oder? Magic. Wer bildet denn die Gruppen um Kimmich und Müller? Da weiß ich nicht. Kimmich, Neuer, Müller, Gore raus. Müller raus ist ja Schwachsinn. Müller muss halt einfach akzeptieren, so, nächste Saison ist seine letzte Saison. Ja, ist Ergänzungsspieler, er führt die Jungen ein bisschen ran. Ja, wenn er die Leistung noch hat, wenn er die halbe Stunde im Tank hat, wenn er was dazu beisteuern kann, dass wir vielleicht mit ein bisschen Glück ins Finale da kommen, dann kann er auch nochmal 30 Minuten spielen. So, das ist Müllers Rolle nächste Saison. Und damit muss er klarkommen. Punkt. Ja. Das muss man ihnen dann aber auch mal so klar kommunizieren von Vereinsseite. Das ist nämlich, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Welche dafür holen, habe ich gerade schon gesagt. Ich bin leider kein Spielerbeobachter oder sowas abgeben. Ja, habe ich schon gesagt, ne? Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry können wegen mir besser jetzt als wie später weg. Über Coman kann man streiten. Ich glaube, Coman kann schon wieder so zu seiner alten Stärke finden. Das kommt dann aber auf das Konzept des neuen Trainers an, wie er spielen lassen möchte. Ansonsten kannst du den Coman auch noch zur Diskussion stellen. Davis ist ja wahrscheinlich, so wie man angeblich liest, schon auf Reisen. Wegen mir, Reisen soll man nicht aufhalten. Tschüssi. Mazraoui würde ich auch abgeben. Ja, da hast du schon mal, was waren es, 6 oder 7? Hast du schon mal einen kleinen Umbruch. Gut, dann haben wir hier die Frage, was ist nun mit Wirtz? Kommt er jetzt oder nicht? Und was passiert dann mit Musiala? Wo soll ich das denn wissen, ob der Wirtz kommt? Ja, hau doch mal was raus hier. Der Eber fängt doch erst am 1. März an, dann kann ich den erst am 2. März anrufen, dann kann ich mal nachfragen. Leute, kann ich doch jetzt noch nie beantworten. Dann rufen Uli an. Falsch, vor Leverkusen hat Europapokal und Pokal gewonnen. Ja, aber doch nicht diese Saison. Wir reden von dieser Saison. Ja, you know? Ging um Erfolgsfans diese Saison. Nichts anderes. Und die hat man halt erst nächstes Jahr, wenn man Titel holt. Ja, gab es. Okay, das ist schon hart. Rattenhals. Fotos vom Kicker abfotografieren. Frech. Verletzte Eitelkeit und so. Ja, das ist halt auch ein Problem bei uns im Club gerade. Heiner ist eine Marionette. Ja, ist er auch.
Streich als Trainer wird bei uns nicht funktionieren, Alter. Ich glaube, Streich als Trainer, das wäre genauso wie damals das Experiment mit Otto Rehhagel, was von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Weil er einfach gar nicht mit dieser Aufmerksamkeit und diesen ganzen Drumherum klarkommen würde beim FC Bayern, glaube ich. Stellt euch mal vor, man fragt den Streich zweimal dieselbe Frage, zum Beispiel zum Thema Müller, wenn er ihn rauslassen würde. Der wird ja explodieren, Alter. In der PK. Ja, der Uli zieht auf jeden Fall noch die Fäden, Daniel. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Hat er doch selber sogar kommuniziert. Wenn es brennt, ist er da und es hat gebrannt. Wer hat denn die Leute entlassen? Wer hat denn den Olli und den Brazzo entlassen? Also, dann war ja auf einmal wieder Kalle und Uli da und bla und Sülz und das wird auch weiterhin. Deswegen sage ich ja, es ist super wichtig, dass so ein Eberl sich dann, dass er die beiden bei Laune hält, aber seine Ideen halt umsetzt. Das wird das Wichtige sein. Und Pavlovic aufbauen ist besser. Nee, wer ist denn der Kimmich? Ist er nicht 28 oder 29 oder was? 29. Ja, aber du musst um Kimmich nichts aufbauen. Nochmal, wer das im Verein labert, Alter, der hat halt keine Ahnung von Fußball. Sorry. Ja, und ich weiß auch nicht, wo Kimmich das Gesicht des FC Bayern sein soll. Junge. Also da strahlt ja so ein Pavlovic gerade mehr aus. So, der kommt aus der eigenen Jugend. Ich glaube, der könnte mehr Gesicht des FC Bayern werden innerhalb von einem Jahr wie irgendwas anderes. Also wilde Takes sind das manchmal. Aber nochmal, den Heiner kannst du halt auch nicht ernst nehmen. Sorry. Kannst du nicht. Der kannst ja den Chrissy noch ernster nehmen, was sportliche Fragen anbelangt. Ja, klar war ein guter Adidas-Chef oder Vorstand oder was immer der da war. Move Konter. Antoni Konter. Aber wir haben gerade festgestellt, Italiener funktionieren nicht bei uns. Kimmich ist halt verbrannt. Wie gesagt, ein Kimmich das wäre für beide Seiten das Beste. Ja. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Aber als Sechser, solange man ihn als Sechser sieht in unserem Club, bitte nicht, Alter. Es macht keinen Sinn. Und ja, Manuel Neuer da vielleicht nochmal. Ich glaube schon, dass man ihn hinterfragen sollte. Das ist ja auch gar nicht. Ja. Na klar hat er immer noch ein gutes Leistungsniveau, haben wir ja gesehen jetzt am Wochenende. Den muss er halt auch erstmal halten, ne? Auch wenn natürlich da gut gearbeitet wurde, auch vom Innenverteidiger und so weiter. Aber trotzdem hält den einfach nicht jeder, ne? Und dass er immer noch ein gutes Niveau hat, der Neuer, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber wie er selber sagt, spielt er jedes Spiel mit Schmerzen. So, und das wird ja auch nicht besser werden. Nach dieser Verletzung, das Alter, so, es wird ja nicht so sein, dass man sagt, umso älter ich jetzt werde, umso höher wird mein Leistungsvermögen wieder. Nein, natürlich nicht. Ja, aber er hat natürlich super viel Erfahrung, was einiges wettmacht. Gerade als Torwart kannst du ja natürlich auch ein bisschen länger spielen, alles nicht das Problem. Aber man muss halt irgendwann im Verein mal anfangen und sagen, keine Ahnung, ob es der Peretz ist oder sonst wen. Wenn nicht nächstes Jahr, wann dann? Ja, musst du halt einfach sagen, komm, wir schmeißen den Jungen rein, wir probieren das aus, irgendwie musst du dir den Wechselspiel einfallen lassen, was auch immer. Und entweder packt er das, ja, dann sparst du dir eine Menge Ablöse, hast den nächsten Torwart am Start, oder er packt das nicht und dann musst du richtig Geld in die Hand nehmen und einen vernünftigen Nachfolger holen für Neuer. Ja. Und jetzt kommt mir bitte nicht mehr mit dem Nübel, dann muss ich leider anfangen zu weinen. Sind wir wieder bei Kimmich gelandet? Wild, oder? Würde Frankie de Jong für Kimmich holen, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ist ja auch kein Sechser. So, nochmal, wir müssen ja erstmal wissen,
Ja, gibt der Verein jetzt ein System vor oder gibt der Verein nur eine Spielart vor? Ein System vorgeben wäre schon wirklich wild. So, und da musst du natürlich erstmal einen Trainer haben, der sagt dann, ja, brauche ich einen Sechser, brauche ich zwei Achter, was will ich haben? Ja, wenn wir über zwei Achter reden, ist ein Frankie de Jong natürlich eine Möglichkeit. Aber nochmal, du hast einen Pavlovic, den sollte man auf jeden Fall jetzt nicht weggeben, meiner Meinung nach. Ja, holst du einen Trainer, der sagt, ich möchte einen klaren Sechser haben, ja, dann musst du irgendwas verpflichten, weil den haben wir nicht. So, klar, du kannst einen Pavlovic dahin entwickeln, denke ich schon. Aber wenn man sieht, was er auch offensiv kann und fürs Spiel tut, wäre es vielleicht auch verschwendet, so einen Pavlovic jetzt als rein defensiven Sechser aufzubauen. Von daher ist das schwer zu sagen. Man muss halt erstmal gucken, welcher Trainer jetzt kommt und welche Vorstellungen der hat. Chico, ist die Frage an mich gemeint oder was? Was habe ich denn mit einem Nicht-Schalker von Dortmund 2 nach Schalke wechseln würde zu tun? Was? Und na klar wechseln Leute von Schalke nach Dortmund und von Dortmund nach Schalke. Da gibt's ja nicht nur nicht prominente Beispiele, sondern auch genug prominente Beispiele, denke ich. Ja, aber wenn du nie Schalke heißt, dann ist schon schwierig, oder? Nie Schalke. Ja, keine Ahnung, meint er denn, ja, was weiß ich, verstehe es ja nicht. Ja, aber ob Wirtz kommt, keine Ahnung. Was passiert da mit Musiala? Ich denke, Wirtz und Musiala werden in der Nationalmannschaft zusammenspielen. Also, warum sollte das nicht beim FC Bayern gehen? Ja, nur Kobel. Manu macht den Buffon. Mit den Füßen voraus aus Stadion getragen werden müssen. Ja, ist ja auch okay, solange er nicht weiterhin sich über 20 Mille bei uns reinschraubt, habe ich da kein Problem mit. Aber dass so ein Spieler dann 20 Mille Gehalt blockt, fühle ich halt gar nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde Kimmich sehr overhated. Man braucht, wenn man ihn im Mittelfeld spielt, jemand wie Pavlo, der seine defensiven Mängel kompensiert. So können seine richtig guten spielerischen Fähigkeiten betonen. Josh ist niemand, der sich den Ball von der Abwehrkette abholt, sondern mit dem Ball danach das Spiel lenkt. Aber allein aus Selbstschutz müsste er den Verein wechseln. Also ich denke, ich kann mich an ganz, ganz viele Aktionen erinnern, wo Kimmich sich den Ball aus der Viererkette abholt, indem er zwischen den Innenverteidiger steht. Ich stimme dir zu, man müsste das einfach mal ausprobieren, ja? Wenn der Kimmich mal einen defensiven Partner an seiner Seite hätte, dass er mal nicht Defensivaufgaben machen muss. Trotzdem sehe ich beim Kimmich nicht, dass er diese Fähigkeit hat, die ein Pavlovic hat, dass er die Situation schnell genug erkennt und den Ball auch nach vorne und in die Tiefe spielt. Ja? Das ist mir beim Kimmich immer zu sehr auf. Vielleicht sind das taktische Zwänge vom Tuchel, mag sein, ja, kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber Kimmich spielt mehr quer nach hinten oder irgendwelche. Nimmt den Ball an, läuft dann erstmal 30 Meter gefühlt auf die andere Seite, spielt dann Ball über 3 Meter und so eine Scherze. Kimmich macht das Spiel so lahmarschig bei uns, es ist zum Verzweifeln. Ja. Also. Nee. Ich weiß nicht, ob er als Achter funktionieren würde, sag ich ganz ehrlich. Es wäre interessant zu sehen, ja, vielleicht wird es funktionieren, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Kimmichs Zeit auf diesen Positionen ist eigentlich, ich glaube, es ist einfach durch. Aber es hängt natürlich auch von der Art, Fußball zu spielen ab, wie der Trainer Fußball spielen lassen will. Ja, ich kenne die Statistiken von Grimaldo, alles gut. Nagelsmann, der verlorene Sohn kehrt zurück. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Brüller. Ja, Simon, ist doch gut, ne? Wie gesagt, soll er doch auch machen davon. Sie steht doch auch jedem frei. Mein Gott, ist doch auch nicht schlimm. Hab ich persönlich kein Problem mit. Ich frage mich immer, warum ist es so selbstverständlich, dass Bayern nächstes Jahr im Finale hochvertreten ist. Ja, ist es ja nicht. Ist es doch nicht. Sagt doch keiner. Und erst recht nicht, wenn du Longboard warst, genau. Und erst recht nicht, wenn du wirklich einen Umbruch machst. Also dann ist die Chance super gering, dass das überhaupt was wird.
Wirtz ist zu teuer. Ach komm, zu teuer gibt's nicht. Wird lieber Declan geholt. Ja, aber der wollte ja nicht. Ja, warum denn nicht Wirtz und Musiala? Wo ist denn das Problem jetzt? Es kommt darauf an, wie du spielen lassen willst. Wenn du mit Halbposition spielen willst, ist doch Wirtz und Musiala ein Traum. So, wer sagt denn, dass wir, ich meine, wir spielen ja dieses Jahr eigentlich mit Flügelzangen, aber wir sehen ja nichts über die Flügel, also. Deswegen sage ich ja, es kommt ja erstmal darauf an, wer Trainer wird und wie der spielen lassen möchte, ne? So, vielleicht hast du einen Trainer, der wieder mit einer Flügelzange spielen möchte. Ja, dann gebe ich dir recht, dann brauchst du nicht Wirtz und Musiala, das ist Schwachsinn dann. Ja. Aber vielleicht kommt ein Trainer, der über Halbpositionen spielen lassen will. I don't know. Ja, genau. Ja, sag ich schreibe dir ja auch, weil da müsste man ein anderes System spielen. Eben. Was Müller angeht, habe ich nicht gesehen, dass er einen großen Zirkus daraus gemacht hat, weil er nicht viel spielte. Das haben eher die Journalisten gemacht, dieses Theater. Und warum? Naja, wenn man den Müller mal so hört, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, der Müller ist ein richtiger Drecksack, was das anbelangt. So im Vereinsintern. Ja, auch wenn wir das Interview von vorhin nochmal nehmen, wenn man da mal hört, was er sagt, ich glaube schon, dass der Müller dem das schon richtig auf die Eier gegangen ist. Und natürlich trägt er das nicht nach draußen, dafür ist er viel zu erfahren. Ja. Aber wir wissen auch alle, wie das gelaufen ist, wenn Müller nicht gespielt hat mit den Trainern, oder? Wissen wir, ne? Ich glaube, der hat schon Faustdick hinter der Ohren, was das angeht. Ei. Hobbydampfer schreibt nicht nur Kimmich macht das Spiel langsam, auch Sané mit seinem um den 16er rumgedribbel gibt der gegnerischen Abwehr genug Zeit, sich zu positionieren. Ja, nicht mit seinem Rumgedribbel, sondern den Ball auf Außen annehmen und dann einfach quer übers Feld rennen. Ich sag ja, wir spielen nicht über die Flügel. Wir haben kein Flügelspiel diese Saison. Wo? Wann sehen wir denn mal eine Flanke auf dem Harry Kane? Ja? Jetzt, hier mit Guerrero war mal ein bisschen da über die linke Seite. So. Aber wenn Sané einen Ball kriegt, dann marschiert er nach innen und keine Ahnung, um was zu tun. Also, wir haben ja jetzt auch kein Flügelspiel, also. Ja, also könntest du da auch mit einer Halbposition spielen. Wäre ja gar nicht das Problem. Aber nochmal, es kommt ja darauf an, welcher Trainer welche Vorstellungen hat. Auch ein Goretzka macht das Spiel super lahmarschig. Der hat nach vorne hin auch keinerlei Ideen. Ja, du kannst ja die Reihe durchgehen. Ist wild. Denkt man gegebenenfalls daran, sich im Sommer von Upa zu trennen? Meiner Meinung nach viel zu inkonstant in der heißen Phase der Saison. Das kann ich dir nicht sagen, ob man daran denkt. Wie gesagt, ich nehme den Upa da ein bisschen raus, die letzten 2 Spiele. So, letzte Saison gehe ich vollkommen mit seinen Fehlern, 100%. Aber diese Saison, wie gesagt, den Opa da nicht fit aufs Feld zu schicken, klar hat er da natürlich auch eine Schuld mit, logisch, ja. Das muss man halt mal klar kommunizieren, dass man das nicht will oder was, aber da hat man ihn halt einfach auch keinen Gefallen getan. Gerade wenn man die Spielweise vom Opa kennt. Also, das ist schon wild gewesen. Ja, aber du kannst ja nicht bei so einem Verein wie Bayern, weil du gerade das Beispiel mit Heidenheim und Freiburg bringst, kriegst du ja nicht hin. Du siehst ja, was schon für ein Aufschrei ist, keine Ahnung, wenn wir halt kein Meister wären. Ja, wie willst du dann sagen, es wäre schön, wenn das jetzt endlich mal getan wird, aber bisher war es ja nicht der Fall. So, wir haben ja gesehen, bei welcher sportlichen
Ausgangslage, Nagelsmann kurzschlussartig entlassen wurde. Also, das ist halt wild. Mit Pavlovic, Kretzig und Wanner hat man ja junge Eingewächse, die man zu den zukünftigen Gesichtern des Clubs aufbauen könnte. Ja, aber an Wanner hat man ja auch noch nie wirklich eine Chance gegeben. Thema Nübel gehe ich nicht drauf ein, da habe ich keine Lust gerade zu. Na klar wird der Neue eine Riesenlücke reißen, das ist ja gar keine Frage. Aber deswegen sage ich ja, wäre es ja schön, wenn man jetzt an seiner Seite jemand aufbaut, weißt du? Chico sagt nichts zu Kimmich. Der Uli muss immer wieder einen Blitzarbeiter spielen. Wenn jemand was Falsches tut im Verein, heißt es immer, der Uli hat die Kommandos dafür gegeben, wie einfallslos und wie einfach für gewisse Leute. Ja, aber so ist es ja nun mal leider. Ich meine, wir haben es doch gesehen. So, Uli war weg, ich bin raus aus dem Verein. So, Brazzo und Olli machen Scheiße. Ja, und dann kommt King Uli zurück. Bam, bam, gekündigt. Ja, ich bin wieder da, Kalle ist auch wieder da, wir machen jetzt die Taskforce und bla bla bla. So, jetzt kommt Eberl, da sagt man, ja, der Eberl kommt, dann ziehen wir uns wieder zurück. Sollte das mit Eberl nicht funzen, ist nach einem Jahr wieder Palaver. Ja, das ist doch das große Problem. Ich verstehe das ja. Aus Ulis Sicht kannst du das ja verstehen. Du hast den Club aufgebaut, du liebst den, das ist ja genauso wie wir Fans. Ja, wir machen das ja auch, wir diskutieren ja auch hier, weil wir den Club lieben. Und wenn der Uli dann sieht, oh, mein Lebenswerk ist in Gefahr, dann knallt der Uli dazwischen. Ja? Ist ja völlig legitim, völlig normal. So, aber er muss dann, keine Ahnung, er muss sich mal aus dieser, ich meine, wenn es richtig brennt, dann kann ich das ja verstehen, ja. Aber mal so diese ganze, er sagt ja so, ich bin nicht mehr im Tagesgeschäft, aber trotzdem muss man alles irgendwie absegnen lassen und ach, das ist alles so ganz wild so. Weißt du, es passiert halt nichts in unserem Club, ohne dass der große Uli davon Bescheid weiß. Ich denke, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Ja, und wir haben Ulis Aussagen bei Kane gehört, Richtung Tottenham. So, was hat das bewirkt, Alter? Das Gegenteil von dem, das passt halt nicht mehr in die heutige Zeit. Ne? So war das noch vor 10, 15 Jahren, konntest du noch so verhandeln. Heute interessiert das keinen mehr. Ja? Also, er muss sich einfach zurücknehmen. Und endlich mal dann, wenn Eberl da ist, den Eberl auch machen lassen. Punkt. Ja? Und wenn irgendjemand bei ihm anklopft, auch gerade aus Spielerkreisen, so, dann muss man sagen, nee, geh zu Max. Fertig. Es ist ja super, wenn es wirklich dann mal so wäre, dass er sagt, ich stehe zur Verfügung, wenn jemand einen Rat braucht. Das wäre doch das perfekte Szenario. Ja? Wenn der Max dann jetzt mal, keine Ahnung, will da mal eine Meinung, da eine Meinung. Das ist doch super. Das ist doch, was unser Verein immer ausgezeichnet hat. Aber aktuell hat man halt so das Gefühl, ja, also es geht nichts ohne Uli. Alles wird da abgesegnet, wird da nachgefragt und ist halt, da müssen wir von wegkommen. Ja? Nee, Chico ist nicht angekommen bei mir. Der Schalke. Aber mit Erklärung kommt er an. Weiß nicht, wie ihr das seht. Spieler, die man meiner Meinung nach verkaufen müsste. Also Schuppo, der läuft der Vertrag aus, den brauchst du nicht verkaufen. Opa, Gore, Kimmich, Sané, Gnabry, Mazraoui, Kehm und Müller soll sich überlegen, wie lange er noch helfen kann. Ja, Müller hat noch ein Jahr. Das ist doch schon geklärt. Kim, ich glaube, Kim ist schon guten. Glaube schon. Ne? Der braucht halt einfach mal, der muss einfach mal ankommen dürfen bei uns. Der braucht einfach mal eine Pause. Also ich glaube schon, dass der ein Guten ist. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also gerade defensiv sieht man ja, was er kann. Da ist er echt ein Biest, ne?
Also ich könnte mir für die Zukunft schon echt gute Licht mit Kim vorstellen. Muss ich schon sagen. Durften leider, glaube ich, noch nie wirklich zusammenspielen, ne, unter Tuchel. Aber könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Forget me, hallo. Der Rest, ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also wegen mir kann man über die Spiele auf jeden Fall alle diskutieren. Ja, Kimmich verschleppt das Spiel dermaßen, das ist abartig. Bunazar muss auch nicht weg, da läuft auch der Vertrag aus, Michael Horst. Naja, also Körper will ich das jetzt nicht festmachen, ob er ein 6er oder 8er ist. Ich denke, ein Thiago hat auch keinen Körper gehabt wie ein Goretzka, oder? Und hat trotzdem auf der 6 performt. Also. Aber Kimmich hat halt, ihm fehlt halt das besondere Attribut. Ja? Er kann halt nicht mal den Ball nehmen, anhalten, mal eine Drehung machen, dann gucken, spielen. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Vielleicht wird er auf der 8 echt passen, ich weiß es nicht. Müsste man halt mal sehen. Ne? Aber haben wir ja nie. Genau, Chico schreibt schon, mit Sacha, wenn er wieder gesund ist, wirst du Läufer auf der Grundlinie und Flanken sehen. Hoffen wir es mal. Ja, aber nur wenn der Trainer das möchte. Wenn der Trainer sagt, du läufst nicht bis zur Grundlinie, du flankst aus dem Halbfeld oder du flankst gar nicht, du ziehst in die Mitte, so wie man es in großen Teilen von Mazraoui auch sieht, dann werden wir das nicht sehen. Ja? Ich glaube nicht, dass ein Coman freiwillig gesagt hat, ey, weißt du was, Trainer, ich laufe jetzt nicht mehr auf die Grundlinie. Oder ein Davis. Meinst du, die haben freiwillig gesagt, ey, Trainer, nee, pass mal auf, wir laufen nicht mehr auf die Grundlinie? Alter. Oder wir schlagen keine Flanken mehr. Hat uns jahrelang ausgezeichnet, oder? Hereingaben oder auch mal eine Flanke auf den Levi. So, dann kaufst du einen Kane, der perfekt dafür prädestiniert ist. Und was machst du? Nichts. Kein Flankenspiel mehr. So, ich glaube nicht, dass das von der Spielerseite kommt. Dass die sagen, ach nee, lass mal, wir haben keinen Bock mehr. Ja, und Davis darf maximal 20 Meter in die gegnerische Hälfte laufen. Da muss er den Ball über 2 Meter auf den Coman spielen, auf den Sané spielen oder jetzt auf den Musiala spielen. So, das ist unser Spiel gewesen über die linke Seite. Die rechte Seite brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja. Siehst du halt nicht die Saison in unserem Spiel. Das ist so das Problem, warum Kane gar nicht so eingebunden ist. Siehst du doch schon daran, dass Müller, wenn der auf dem Feld ist, jetzt auch gegen Leipzig mehr Flanken schlägt, als wie alle anderen Außenspieler in der ganzen Saison vorher. Ganz wild. Der Saar lacht sich den Arsch ab, bekommt mega Geld nur fürs Trainieren. Hammer. Ja, mein Gott, solche Spiele hast du immer gehabt. Ja. Guckt euch Thomas Berthold an. Der hat noch nicht mal mehr trainiert, oder? So ist das. Gewiss Langweile Spielweise hängt, glaube ich, ganz stark mit Thomas Tuchel zusammen. Man hat ja unter Flick und Jule gesehen, dass er das auch ganz anders kann. Ja, ich glaube schon, dass natürlich das auch mit reinspielt ein bisschen. Ich glaube halt, Kimmich hat sich einfach keinen Gefallen damit getan, dass er gesagt hat, dass er ein Sechser ist. Er hätte einfach die Fresse halten sollen. Oder hätte sagen sollen, ich bin ein Achter. Ich glaube, das wäre der bessere Move gewesen. Wäre es mal wieder Zeit für einen internationalen Startrainer mit Visionen wie Pep? Ich weiß nicht, war der Pep schon so ein Startrainer, wo er gekommen ist? Startrainer, weiß ich immer nicht. Na klar, brauchst du nochmal, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, du brauchst einen Trainer, der zur Philosophie passt. Und natürlich sollte der Trainer Visionen haben. Ich weiß nicht, ob du das von Niklas schon gelesen hattest. Kannst du mal ein paar Stories, Real Talks zur Stimmung in der Allianz Arena Südkurve machen? So viel Zeit haben wir gerade leider nicht. Kurz zusammengefasst, Schikaria hinterm Tor mega. Weiß ich nicht. Wir sind 10, 15 Reihen vielleicht von unten. Der Rest super schwierig. Ja. Wirklich super schwierig. Weil da ganz viele Fanclubs dann da rumstehen.
möchte ich gar nicht nur den Fanclubs den Vorwurf machen. Naja, keiner. Ist ein super komplexes Thema. Müsste ich echt mal ein Video zu machen. Also das jetzt hier in 2-3 Minuten meine Meinung zu sagen, ist echt schwierig. Das Problem ist halt, dass nicht die gesamte Südkurve Stimmung macht. Ja. Du hast halt, wie gesagt, hier direkt hinterm Tor der Block, wo Schickeria steht, super Stimmung, 90 Minuten lang. So, dann hast du rechts und links welche stehen. Dann ist da mal ein Fanclub. Viele Fanclubs oder viele Fans, die da stehen, halten komplett die Fresse. Dann hast du welche stehen, die kennen 3 Songs, die stimmen die dann da oben an. Wenn die Schickeria unten was anstimmt, bis das da angekommen ist und da angekommen ist, bis die dann einstimmen und mitmachen, ist das da unten, sind die schon wieder weiter, machen schon wieder was ganz anderes. Das ist super schwierig. Ja? Da fehlt auch so ein bisschen die Koordination mal über diese gesamte Kurve. Ja? Aber du hast halt auch viele, ich weiß nicht, warum manche Fanclubs ins scheiß Stadion fahren, sich in die Süd stellen und 90 Minuten die Fresse halten, Alter. Das ist ein Thema, da kann ich richtig eskalieren bei. Da stehen so viele Leute rum, die einfach die Fresse halten. Ey, dann setzt euch auf eine Tribüne oder geht in die scheiß Nordkurve, da könnt ihr das machen. So in der Südkurve müssen Fans rein, die Feuer geben. Ja? Das ist ein super komplexes Thema, die Südkurve. Junge. Weiß ich nicht, ganz wild. Jeder, der in der Südkurve ist, müsst ihr euch echt mal reinziehen. Muss ich mal da 10 Minuten hinstellen, mal da 10 Minuten. Und ja gut, das andere Problem ist noch, wenn du wirklich einer bist, der Stimmung machen will, musst du natürlich auch erstmal zu den Ultras hinkommen, ne? Weil die sind ja dann auch, das sind hier Anfang 20, bla Sülz. Wenn du dann da als alter Mann da hinkommst, dich da hinstellst, dann kommt gleich, hey, was stehst du denn hier? Wir machen aber hier das und das, du kannst jetzt hier nicht stehen. So, da musst du natürlich auch mit klarkommen. Da musst du denen gleich mal sagen, dass du da stehst und 90 Minuten mit abgehst, ne? Aber ist auch klar, dass die so denken, wenn halt, wie gesagt, 50% in der Südkurve rumsteht und die Zähne nicht auseinanderkriegt. Ganz wild. Also das ist ganz wild in der Südkurve. Das ist super schade. Früher im Olympiastadion, Alter, da war der ganze Block von unten bis oben. Ja? Wenn du oben standst, ist ein Tor gefallen, standst du nach dem Tor ganz unten. Ja, das war ein ganzer Block, der gelebt hat. So, das hast du aktuell nicht auf der Süd. Ganz komisch irgendwie. Wie gesagt, wenn du unten bei der Ultras stehst, hast du mega Stimmung und hast mega Spaß 90 Minuten lang. Aber wenn du irgendwo links oben, rechts oben stehst, ist halt schwierig. Zumindest meine Erfahrung. Kann ja vielleicht mal jemand sagen, der öfter in der Südkurve steht. Max Albert fragt, würdest du dich als Bayern-Ultra bezeichnen? Nö, ich bin kein Bayern-Ultra. Nee, ich bin ein Kuttenträger. Ich bin ein alter Mann. Aber ich bin kein Kuttenträger, der 90 Minuten die Fresse hält. Wenn ich ins Stadion gehe, dann gehe ich halt ins Stadion, um die Mannschaft zu unterstützen und nicht, um mich da hinzustellen und die Klappe zu halten. Das verstehe ich halt nicht, warum man dann in die Südkurve geht. Ne? Oder auch auswärts. Warum fährt man auswärts zum Spiel und steht da im Block und hält die Fresse? So, das verstehe ich halt nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Aber nein, ich bin kein Ultra. Ich bin im Club Nummer 12 und ich bin Mitglied beim FC Bayern, das ist alles. Werden ja alle 5 Minuten die Chat-Teilnehmer kommen? Ja, na klar. Ja, na sicher. Hier, also das ist aber auch so eingestellt, ne? Alle 5 Minuten werden alle gekickt. Der Chat wird auch gecleart. Ich vergesse auch, was die letzten 5 Minuten passiert ist und dann fangen wir von vorne an. Das macht das Ganze halt ein bisschen dynamischer. Das mit dem Vergessen von den letzten 5 Minuten ist sogar die Wahrheit. Ja, der Rest auch. Ich nenne euch mal die Spieler, die hungrig um Spielfreude spielen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Tell, Pavlovic, Musiala, Guerrero, De Ligt, Kane. Die anderen alle verkaufen. Ja, es wird ein harter Umbruch, ne?
Dyer und Upa weg. Wie will man damit was in der Champions League holen? City und Real lachen sich den Arsch ab. Ja. Ganz bestimmt. Wenn Upa weg wäre, wäre natürlich schwer, ne? Wird sich City wahrscheinlich den Arsch ablachen. Leimer ist auch noch, ja, Leimer ist auch eine Maschine. Die Reaktion von Müller im jetzigen Alter kann man aber nicht mit dem Müller von 2019 vergleichen und das weiß er auch. Aber man muss schon zugeben, dass der Kovac gewaltig daneben lag. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn du Müller mal zwischen den Zeilen zuhörst, glaube ich, ist er trotzdem genauso angepisst wie mit seinen Spielzeiten. Was auch normal ist, ja. Ich habe ja schon oft gesagt, gerade so diese Einwechslung 3 Minuten in Köln und sowas, das ist halt auch einfach wild dann, ne? Ja, was hätte der Uli denn sonst sagen sollen zum Hassan? Also es war ja sein Ziehsohn, er hat den ja da hingesetzt. Ne? Er hätte ja auch einen Philipp Lahm haben können, aber da hätte der Uli ja so sich zurückziehen müssen. Da hätte er ja nicht. So, der Lahm hätte sich halt nichts sagen lassen. Wenn der Uli gesagt hätte, du holst den, hätte Philipp Lahm gesagt, was ist los, Uli? Ja, klar wusste er nichts von Nagelsmann entlassen. Ja, wie gesagt, man kann das ja verstehen mit dem Uli, ne? Nochmal, wenn du den Verein, wer hat den Verein hochgebracht? Das war Uli Hoeneß. Ja, da gibt's keinen Zweifel dran. Einfach keinen Zweifel. So, wie soll dieser Mann dann loslassen? Ja? Stellt euch vor, ihr hättet so ein Projekt. Muss ja gar nicht ein Fußballverein sein. Irgendwas, wo ihr euer Herzblut, wo ihr euer ganzes Leben investiert habt, wofür ihr gelebt habt. Und dann sollt ihr loslassen. Ja. Und ihr seht dann, ja, die habe ich installiert, aber die passen irgendwie nicht, die fahren alles vor der Wand. Natürlich kommst du dann zurück und haust dazwischen. Ey. Man kann das schon nachvollziehen. Kimmich ist ein guter Kerl, denke ich auch. Haben dich schon mal Ultras oder andere angepöbelt, als du dich in die Mitte der Südkurve gestellt hast? Ja, klar haben sie das. Aber wenn du mich siehst, ich könnte mal kurz aufstehen. Ja, wenn mich dann so ein 15-Jähriger anpöbelt, dann wird's halt lustig. Habe ich ja gerade gesagt. Ja, na klar pöbeln die dich an, gerade wenn die da eine Choreo machen wollen oder sowas. Ja. Aber nochmal, ich kann das auch nachvollziehen, weil es in der Südkurve halt echt viele gibt, die da wirklich nur rumstehen und keine Stimmung machen. Ja. So. Von daher kann ich das nachvollziehen, wenn die so reagieren. Man muss denen halt klar machen dann, dass man nicht so einer ist. Und dann geht das auch. Ja. Und dass du auch in der Lage bist, dann entweder ein weißes oder ein rotes Blättchen hochzuheben, wenn das alle anderen auch machen. Ja. Dann ist das gar kein Problem. Thiago war auch absolut pressingresistent. Ja, klar war er das. So, und Pavlo ist das auch in gewissem Mal. Natürlich jetzt nicht auf Thiago-Niveau, aber im Gegensatz zu Kimmich halt schon weiter, ne? Von Marc Rocker fange ich nicht an, den wir ja auch verprellt haben, weil Kimmich und Goretzka immer spielen mussten, haben wir den ja auch leider nicht versucht zu entwickeln. Der war das nämlich genauso. Den konntest du auch mit 5 Leuten anrennen, das hat den gar nicht gejuckt. Zu Eberl, meinst du, die Spieler nehmen einen Eberl ernst? Eberl ist doch nicht ohne Grund bei Leipzig in kürzester Zeit gegangen worden. Bei Gladbach hatte er eine gute Zeit, für Leipzig hat es nicht gereicht. Aber jetzt reicht es für den besten Club der Liga. Er hat bei Gladbach schon gegen Leipzig gewettert, dann geht er dahin und fliegt in kurzer Zeit wieder raus. Ich bin äußerst skeptisch und hätte mir einen erfolgreichen, verdienten Spieler mit Bayern im Herzen gewünscht. Ja, haben wir ja nicht gehabt, oder?
War Brazzo nicht ein erfolgreicher, verdienter Spieler und hat den FC Bayern im Herzen? Ich denke, man kann Brazzo ja viel vorwerfen, aber nicht, dass er den FC Bayern nicht im Herzen trägt. Chico, dass das Stärken sind von Sascha, ist ja keine Frage, ja. Ist auch vom Fonsi eine Stärke, weil er die Schnelligkeit hat und so weiter. Ist auch von Coman eine Stärke gewesen über Jahre. So. Darum geht's ja nicht. Ja, aber ist ja weg im Sommer. GP. Wir brauchen wieder mehr Spieler, die präzise Flanken exakt genau auf die Stürmer schießen können. Ich glaube, dass wir diese Spieler haben. Sie müssen es nur dürfen. Ja? Und man muss das halt praktizieren. Dann klappt das auch. Ja, aber bis ich mich zum Bayern-Trainer hochgearbeitet habe, bin ich ja tot. Ja? Das ist ja dann wie Jupp. Ich kann ja nicht mit 80 Bayern-Trainer werden. Ich bin ja keine 20 mehr. Bist du dir sicher, was Uli angeht? Ja. Der hat beim Fall Nagelsmann offiziell gesagt, dass man ihn nicht gefragt hat wegen der Freistellung und dass er es erfahren hat, als es bekannt wurde. Ja, das weiß ich, dass er das gesagt hat, aber das sind Dinge, das hat er auch gesagt, die vom Aufsichtsrat abgesegnet werden müssen. Ja, es wird bei uns kein Trainer eingestellt oder entlassen, was nicht über den Aufsichtsrat geht. Und da Uli Hoeneß Aufsichtsratmitglied ist, weißt du jetzt? So schwierig, oder? Ich meine, gut, vielleicht war der Uli nicht da. So, man stimmt ab. Ich weiß nicht, Aufsichtsrat sind 5 oder 6 Leute. Keine Ahnung. 5 haben dafür gestimmt. Da hat man gesagt, ach komm, ist egal, ist der Uli, ignorieren wir mal. Selbst wenn er dagegen stimmt, reichen ja die 5 Stimmen. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ein Heiner sich da hinstellt im Aufsichtsrat und da irgendwas entscheidet, ohne dass der Uli Bescheid weiß. Also ich glaube, der Uli hat sich da schon schön aus der Affäre gezogen. Vielleicht mit dem Hintergedanken, wo er das geäußert hat schon, ja. Vielleicht da schon mit dem Hintergedanken, vielleicht nochmal beim Jule anzufragen nach der Saison. Vielleicht war das schon so der Take, den er versucht hat zu spielen. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten nehme ich ihm das nicht ab. Nee, sorry. Wie siehst du die Verletzten-Situation? Ist es nicht das alte Fitnesstrainer-Team von Bayern oder hat es Tuchel mitgebracht? Wie kommt es zur Diskrepanz zwischen Training und Spiel? Muss man da langsam an Manipulation denken? Vielleicht liegt es nicht nur am Unwillen der Spieler. Was für Manipulation denn? Der trojanische Pferd. Manipulation. Also die Verletzten, so, ja, ist natürlich wild. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Also da sollte man das Training natürlich mal bewerten. Keine Frage. Ja. Und dass man die Leistung aus dem Training nicht auf den Platz kriegt, sollte man dann auch bewerten. Vielleicht trainiert man zu viel, ich weiß es nicht. Ja. Dass man dann nicht die Power hat fürs Spiel. I don't know, ich weiß nicht, ich sehe kein Training. Ja. Ich weiß nicht, wie ein Tuchel trainiert. Kann ich nichts zu sagen, aber Fakt ist ja, dass das vom Training nicht aufs Spielfeld kriegt und dass wir eindeutig zu viele Verletzte haben. Steht ja außer Frage. Ja. Aber woran das liegt? Ja, der Name ist am Ende des Tages egal, Olli, ne? Wie gesagt, mein Take, ne, Take-Counter nochmal, mein Take bringe ich nochmal, weil wir alle 5 Minuten kommen ja neue Leute. Wenn man einen Großteil dieser Spieler behalten möchte, die man gerade hat, und wenn man diese Spieler nochmal zu besserer Form führen möchte, als sie die letzten 2 Jahre hatten, dann müsstest du einen Hoeneß nehmen als Trainer. Weil das der einzigste Name ist, wo die Spieler nicht zum Uli gehen können und sich ausheulen können. Ja, das wäre der einzigste. Letzte Mal, dass ich Stadion war, hat der Fanclub, mit dem ich gefahren bin, hauptsächlich gesoffen. Ja, und dann stehen sie besoffen in der Kurve und halten die Fresse. Das ist doch das Problem.
Ja, Niklas, an Tickets kommst du auch super schlecht in der Süd, weil Südkurve fast nur Dauerkartenbesitzer sind und wie gesagt, der Rest sind meistens Fanclubs, die da stehen. Wenn du kein Fanclub bist, hast du dasselbe Problem wie ich, dass du dann relativ super selten mal Karten kriegst für die Südkurve. Ich habe gerade schon geschrieben, vielleicht kannst du ja mal so einen Talk über die Südtribüne in deinem Q&A-Video machen. Für wann willst du das eigentlich aufnehmen? Chico, das hört sich sehr gut an. Ich konnte es leider nicht mehr vorlesen mit deinem Sohn, aber hätte ich mir auch gewünscht, dass meine Eltern das für mich gemacht hätten. Nee, weiß ich nicht. Schwierig. Ich möchte mir das eigentlich nicht rausnehmen, weißt du? Weil es ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, weil ich das letzte Mal in der Süd war und ich weiß nicht, dafür müsste ich halt echt da 3-4 Mal da gewesen sein, um das jetzt so verifizieren, um zu sagen, so ist das, weißt du? Vielleicht ist ja mittlerweile alles besser. Der Kleine ist mein City-Fan, ja, also ein Erfolgsfan. Ist ja frech, GB. Könnte man die Stimmung verbessern über die ganze Südkurve? Ja, das ist eine gute Frage. Es wird mit Sicherheit 1-2 Ansätze geben, aber keine Ahnung. Es ist traurig, das zu sagen, aber ich glaube, viele Bayern-Fans sind einfach nicht so heißblütig oder so Fußball vernagelt im Kopf, wie zum Beispiel die Idioten im Ruhrpott, wenn man das mal auf Deutschland beschränkt. Ja. Guck dir nur Schalke an, nimm Dortmund dabei, selbst Bochum. Ja, das ist halt so das Schwierige in München. Klar gibt's viele in München, die genauso heißblütig sind. Du hast ja auch die Ultras da stehen und so weiter. Aber du hast halt ganz viele Fanclubs, die von überall aus Deutschland dahin gekarrt kommen und weiß ich nicht. Es ist halt schwierig. Das ist eine schwierige Geschichte. Aber wie gesagt, eigentlich kann ich mir das auch nicht rausnehmen, da jetzt irgendwie zu sagen, so und so ist das. Ja, da müsste dann vielleicht irgendjemand machen, der regelmäßig in der Südkurve steht. Bis jetzt immer Südkurve ganz oben, vorletzte oder letzte Reihe gestanden. Da wird, so wie ich es bis jetzt erlebt habe, nur getankt und kaum aufs Spiel geachtet. Fand ich ernüchternd. Ja, es ist auch leider so. Ist auch was, so wie ich das wahrnehme. Manfredo Frank schreibt, ich bewundere Uli Hoeneß, er ist mein großes Vorbild. Zitat Max Eberl. Der Pate vom Tegernsee hat anstelle eines starken Mannes eine weitere Marionette in seinen Verein installiert. Weiter so, gratuliere. Ja, mal abwarten, ne? Mal abwarten, wie der Max Eber sich entwickelt. Aber immerhin hat, wenn das wirklich so sein sollte, ja, immerhin hat die Marionette dann eine fachliche Kompetenz, die Marionette à la Brazzo vorher nicht hatte. Also ist doch dann schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und vielleicht schneidet die Marionette ihre Fäden hier ab mit der Zeit. Ne? Also mal abwarten. Ich will das nicht so schwarz sehen mit Max Eber. Team Chris ist neu auf dem Kanal und fragt sich, ob du Bayern-Fan bist. Nee, ich bin eigentlich Bochumer, aber da ich mit Bochum-Videos nicht so eine Reichweite erziele, habe ich mir 2 Bayern-Trikots gekauft, habe mir ein Bayern-Tattoo auf dem Arm gemacht und habe mir gedacht, ich werde jetzt Bayern-YouTuber. Typisch Erfolgsfans. Ja. Nee, natürlich bin ich ein Bayern-Fan. Das will ich nicht im Trikot hier sitzen. Was ist denn los? Und nicht über FC Bayern reden, dann will ich über den VfL Bochum reden oder über Schalke 04. Ach Simon, ja, da müssen wir mal abwarten, von wegen zu teuer und sowas. Ich denke, es wird darauf ankommen, welche Erlöse man hat. Ne? So, wenn du für einen Fonsi 50 Mille kriegst, kannst du auch 50 Mille investieren und so weiter. Also, ich
denke, das geht schon. Hast du auch mal Hooligans erlebt bei den Bayern-Fans? Nee, bei Bayern-Fans habe ich keine Hooligans erlebt. Ich habe aber genug Hooligans erlebt, aber bei Bayern eigentlich noch nicht, nee. Rocker fand ich auch super, GP. Ja, zum Q&A-Video, das wird eh schon wild, ne? Wenn ich da noch auf so ein Thema eingehen würde, dann muss ich ein 3-Stunden-Video machen. Fans und Ansprüche, ist ein Umbruch bei Bayern überhaupt möglich? Na klar ist ein Umbruch möglich. Und ja, na klar kannst du mal 2 Jahre keinen Titel holen, jetzt mal ernsthaft. Ja, das werden vielleicht viele Fans anders sehen, also ich persönlich hätte da kein Problem mit. Solange man sieht, dass die Spieler wollen, und ich glaube noch nicht mal, dass du dann 2 Jahre keinen Titel holen würdest. Ja, weil wir immer noch eine individuelle Qualität haben. Und wenn du einen Trainer hast, der ein Konzept hat, wir haben das beim Nagelsmann gesehen. Ja. Nee, glaube ich nicht. Aber wenn es so wäre, mein Gott, solange man sieht, dass die Spieler wollen, dass sich was entwickelt, wenn du viele junge Spieler drin hast, dann werden die Formschwankungen haben, wie es ein Musiala hat, wie es ein Davis hat, wie es dann auch ein Pavlovic haben würde und so weiter. Das ist völlig normal. Damit muss man dann einfach leben. Ja. Und da muss man das auch einfach mal akzeptieren und da muss man auch mal Revue passieren lassen. Und ich denke, gerade durch dieses Jahr sollte bei uns allen, die hier sind, auf jeden Fall im Gehirn ein Stempel eingebrannt sein, wo ein Bild vom Tuchel ist, wo man an den Fußball denkt und sich schüttelt. Ja? Und ich glaube, dann verkraftet man mal 2 Jahre, wenn man da guten Fußball sieht, der dann vielleicht nicht so erfolgreich ist. Wobei der Tuchel-Fußball jetzt ja auch noch nicht wirklich erfolgreich war. Aber ich glaube, das geht schon. Dann erinnert man sich mal an den Grottenfußball zurück und freut sich, ja, wir sehen eine Mannschaft auf dem Feld, die wirklich eine Mannschaft ist, die versucht, die macht, die tut und gut ist. Das geht schon. Aber muss natürlich der Verein mittragen. Wir haben das ja nicht zu entscheiden, wa? Das hat ja der Verein zu entscheiden. Der muss das halt mittragen. Naja, Gerhard Berger, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Dortmunder Kurve standst, in der Schalker Kurve oder sonst wo. Das kannst du halt nicht vergleichen, als wenn du in der Münchner Südkurve stehst. Das muss man fairerweise zugeben. Punkt. Ganz einfache Kiste. Das kann man sich schön reden, ob man das will oder nicht. Auswärts ist Bayern eine Macht, ja, genau wie Schalke, Dortmund auch, weil da wirklich dann auch fast nur heißblütige Fans am Start sind. Aber in Heimspielen die Südkurve, ja, ist halt ein schwieriges Thema und kannst du nicht ansatzweise vergleichen mit Dortmund und Schalke. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Ganz ehrlich. So ehrlich muss man sein. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja? Oh Gottchen, guck mal, da haben wir die Nachricht von Niklas überlesen. Hat er sogar extra hervorgehoben. Um Kimmich muss nächste Saison eine Mannschaft gebaut werden. Er baut gerade eine Multimillionen-Villa in Grünwald für sich und seine Familie. Außerdem ist er ein guter Kerl. Hört bitte mit dem Bashing auf. Habe ich doch gelesen, habe ich doch gesagt, guter Kerl, ja. Aber was soll ich darauf eingehen? Wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Da brauche ich nicht drauf eingehen. Meine Meinung ist bekannt dazu. Bist du fein damit, wenn Davis geht? Ja. Ich bin fein damit, wenn jeder Spieler geht, der nicht bei diesem Verein spielen möchte. Ich bin nicht fein damit, wenn man versucht, Spieler zu halten, nur des Geldes wegen, wie es zum Beispiel beim Gnabry der Fall war. Bin absolut fein damit. Wenn ein Spieler nur des Geldes wegen bei unserem Verein ist, und das ist ja dann Davis, wenn er sagt, das, was ich geboten kriege, reicht mir nicht. Ja, völlig legitim. Nochmal, wir müssen von diesen Gehaltskosten runter, die wir gerade für irgendwelche Durchschnittsspieler zahlen. Ja, was der Brazzo da verbockt hat. So. Und dann muss er gehen. Fertig. Mein Gott. Liebe ist Gift. Was? Aber Uli war Uli war alles, Alter. Uli ist, nochmal, da wo wir gerade stehen, ja,
80% ist Uli sein Verdienst. Da müssen wir nicht drum herum reden. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Also jeder, der was anderes sagt, hat da leider keine Ahnung vom FC Bayern. Ne? Und nochmal, wie schwer es dann sein muss, das hinter sich zu lassen, ist schon wild, ne? Forget Me, ich habe das auch gute Erinnerung, ja. Ja, du bist genauso ein Assi wie ich, Forget Me. Ach, herrlich. Mourinho holen. Ach, was willst du mit Mourinho bei FC Bayern, Alter? Hör doch auf, ey. Dann kannst du auch einen Tuchel behalten. Bloody Nerd fragt, meinst du von Gnabry kommt noch was? Grüße. Der wird einschlagen jetzt. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Serge jetzt mal geerdet ist oder... Das Ding ist ja... Warte, lass mich nachgucken. Der hat nicht mehr lange Vertrag, oder? Ich glaube, daran können wir das ganz gut festmachen, ob wir vom Serge jetzt nochmal Leistung sehen. Ich glaube, es ist wieder fast soweit. Ich gucke kurz. Lass mich nachgucken. Teams. Wo ist er denn? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er aussieht. Den haben wir ja so lange nicht gesehen. Da ist er. Serge. Vertrag läuft bis 26. Ja gut, dann hat er ja noch ein Jahr, wo er nichts zeigen muss. Nee, keine Ahnung, vielleicht hat ihn die Pause mal gut getan. Ja, ich habe nichts gegen Serge. Ja, wenn er so performen würde wie seine 4 Tore in London, wenn er das mal über eine längere Zeit machen würde, alles fein. Ja. Vielleicht hat ihn die Pause gut getan. Kann ja auch sein. Ne, war mal lange raus jetzt, konnte mal ein bisschen chillen. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich würde es mir wünschen auf jeden Fall. Ne? Ich habe nichts gegen Serge. Ich würde es mir auch beim Kimmich wünschen. Ich habe auch nichts gegen Kimmich. Also wenn er an seine Leistung mal anknüpfen könnte, natürlich nicht auf der 6er-Posi, aber wir müssen nicht über das Thema aufrollen. Also dass Gnabry das Potenzial hat, steht ja außer Frage. So. Und wenn er das dann zeigen kann, ja, dann wäre es schön. Er hat bisher sein 17 Millionen Gehalt leider noch nicht wirklich gezeigt bei uns. Muss man leider so klar sagen. Wir werden es erleben. Du flitzt mal durch die Südkurve. GB. Team Chris, ja, dann willkommen. Kannst du mal das mit den Watchpartys ausprobieren? Ja, irgendwann probieren wir das aus, die Saison. Früher hat immer Hermann Gerland die Spieler trainiert, die Spieler sich selbst aufgestellt und der Trainer war auch da. Heißt, der Trainer beim FC Bayern ist überschätzt. Das ist ein wilder Take. Unter Flick war das vielleicht so, ja. Kommen jetzt öfter Reactions? Das weiß ich nicht. Da müsste es ja erstmal Videos geben, auf die man reacten kann. Mich hat das zum Beispiel gar nicht gestört, GB, mit dem und Das hat mich gar nicht getriggert. Wie findest du den Begriff Schickeria? Schick. Mal passt mit einem Spieler mal nicht. Mané kannst alle Jahre von seiner Rückrunde bei uns schauen, war Weltklasse. Ja, Mané war, glaube ich glaube, der war auch schon über den Zenit, einfach. Fairerweise muss man auch sagen, dass ein Mané natürlich auch stärker ist, wenn er einen guten Stürmer an seiner Seite hat. Ne? Was bei uns halt gar nicht der Fall war. Hast du schon mal Basler Podcast angehört? Nö. Weiß nicht, ob Uli weiß, was er sich da geholt hat.
Südkurve habe ich mir zuletzt vor 25 Jahren gegeben. Da war mir einfach zu viel Alkohol und Aggression dabei. Ja gut, aber das ist ja generell ein Fußballthema. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das heute immer noch so ist. Alkohol wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, vor 25 Jahren war auch noch mehr Aggression im Fußball generell vertreten. Ja, die Nagelsmann-Entlassung war auf jeden Fall eine Kurzschlussreaktion von Uli und Brazzo. Also also ist ja auch meine Meinung, ja. Ich gehe da mit, Medebeats. Siehst du, sag ich doch. Ist gerade noch im Kopf gehabt, die Melodie. Ich weiß auch nicht warum. Ach, Thomas! Thomas eskaliert wieder. Thomas die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub tu Alex unterstrich beat bitter Petersen. Thomas die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub du ZJKER 99. Einen haben wir noch. Thomas die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub tu Chris 1189. Okay, es waren 2. Thomas die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub du Frank in Ho 1996. Haben wir's. Thomas, vielen lieben Dank für mal wieder 5 verschenkte Subs. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe gerade mal geguckt, in den Logen ist das Licht aus. Vorhin war das noch an, wo wir gestartet haben hier. Da war noch Betrieb. Genau, der FC Bayern Fan Forever schreibt auch geiler Hintergrund und Martin K. fragt, ob das eine Live-Übertragung aus der Arena ist. Ja, das ist die Live-Cam, die du abrufen kannst einfach. Auf allianzarena.com oder was. Aber gib einfach bei Google ein, Webcam Allianz Arena. Aktualisiert sich alle 10 Sekunden das Bild. Kann sich jeder anschauen zum Einschlafen. Meine vorgehobene Nachricht wurde gar nicht vorgelesen. Das ist frech, Niklas, oder? Das System fehlgeschlagen, oder? Ist schon wirklich frech. Wenn ich bei der Südkurve stehen würde, dann würde ich die ganze Zeit singen. Ja, das sollte man ja auch tun, wenn man in die Südkurve geht. Wenn man das nicht möchte, was ja auch völlig legitim ist. Wie gesagt, da sind ja Menschen anders, ne? Aber dann, keine Ahnung, dann geh halt auf die Tribüne, geh in die Nordkurve, geh irgendwo hin, wo, weißt du, das ist ja auch nicht schlimm. Andreas Heidrich wollte noch was zur Reaction auf das Thiel-Video und bezüglich der Tatsache, dass er keine eigene Meinung brachte, loswerden. Thiel arbeitet für das ZDF, seine Produktionen sind vom Öffentlich-Rechtlichen. Ja, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Er hat ja auch eigene Meinung reingebracht. Zum Thema Boateng hat er seine Meinung gesagt. Er hat auch eine Meinung gesagt, dass wir angeblich kein Abwehrchef hätten. Und wo hat er noch noch irgendein Thema hat er eine Meinung gesagt. Alles andere waren halt einfach nur, ja, gut, wenn er halt Journalist ist, dann ist klar, dass er diese ganzen Dinger bringt. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Ne? Ist halt, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass er bei Öffentlich-Rechtlichen ist. Also gerade auf YouTube nicht. Wie viel Öffentlich-Rechtliche vom YouTube gibt's denn bitte? Da guckt ihr die mal an, da gibt's ganz, ganz, ganz viel Meinung. Das ist ja auch gar nicht schlimm. So, man muss ja nicht so eine Meinung oder nicht so extrem die Meinung vertreten, wie ich es tue. Ja? Es gibt viele, denen das viel besser gefällt, wenn da jemand ist, der nur die Fakten aneinander reiht, das schön aufbereitet und so jedem seine Meinung lässt. Das ist ja auch völlig okay. Ich lasse ja auch jedem seine Meinung. Also jeder kann ja eine andere Meinung haben. Das ist ein perfektes Thema, kann ich nochmal drauf eingehen. Ich habe ja Kommentare gelesen heute. Aber anscheinend ist es ja so, dass ich eine Meinung habe, die extrem ist und dadurch fühlen sich ja ganz, ganz viele Menschen angegriffen. Warum auch immer, frag mich nicht. Ist mir am Ende des Tages auch scheißegal. Ja?
Und das hat er natürlich dann nicht. Ja, das ist der Unterschied. Und das ist ja auch völlig okay. So, aber ich mache das ja hier, um meine Meinung zu sagen und nicht um zu sagen, ich suche mir jetzt alle Schlagzeilen raus, die letzten Wochen über den FC Bayern geschrieben wurde, reihe die aneinander, mache ein paar schöne Bildchen rein, hau noch eine Statistik mit drauf und dann nenne ich das, ist der FC Bayern untrainierbar, was absoluter Clickbait ist und lese dann nur Phrasen, die ich, wenn ich meine Google News durchzeppe, sind das alles die Überschriften, die da standen. So, das hat für mich nichts damit zu tun, wie mein Konzept ist. Mein Konzept ist, ich setze mich hier hin, quatsch meine Meinung raus und das war's. Dem einen gefällt die Meinung, dem anderen nicht. Wenn sich Leute dadurch angegriffen fühlen, dann ist das so, leckt mein Arsch, ja, fertig. Ich fühle mich ja auch nicht dadurch angegriffen, wenn ihr eine andere Meinung habt. So, ich setze mich ja auch nicht hier hin und sage, so, das ist meine Meinung und so, das ist Gesetz, ich bin euer Gott, das ist meine Meinung, kniet nieder. So, das mache ich ja gar nicht so. Ich sitze hier, erzähle meine Meinung. Ich verstehe es nicht, warum Leute sich dann angegriffen fühlen. I don't know, geht in meinen Kopf nicht rein. Ich fühle mich ja auch nicht angegriffen, wenn ich mir ein Video angucke, wo jemand eine andere Meinung hat. So, dann sage ich meine Meinung dazu, aber dann muss ich ja nicht anfangen, den zu beleidigen oder zu sagen, den irgendwie abschätzen, so, du hast nie Fußball gespielt, du, keine Ahnung, bist ein Erfolgsfan und so ein Blascheiß, weißt du? So, das verstehe ich halt nicht. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Aber das ist die heutige Zeit, da gibt's genug Ballerbieren. So, da muss man mit leben, die blendet man dann aus, ignoriert die. Oder wenn das so ein richtig hohler Kommentar ist, schreibt man denen noch was Schönes und gut ist. Ja. Aber ich will ja hier kein missionieren. So, ist ja nicht meine Aufgabe. Ich sitze hier und sage meine Meinung, das ist alles. Die teilt man oder nicht, ist für mich völlig fein. Ja. Aber wie man sich dadurch angegriffen fühlen kann, verstehe ich halt nicht. So, dann gucke ich doch so ein Video gar nicht. Also, keine Ahnung. Geht in meinen Kopf halt nicht rein. Vielleicht bin ich da aber auch zu alt für, ich habe keine Ahnung. Ist mir am Ende des Tages auch Wurst, ne? Aber das konnte ich nochmal gut aufgreifen jetzt bei ihm. So, und nochmal, der hat halt ein Publikum, was riesig ist. Ja, und das hast du halt nur, wenn du nicht so polarisierend bist, wenn du nicht so eine starke Meinung vertrittst. Ja, so. Ich weiß nicht, viele denken halt, wenn ich meine Meinung sage, dass ich keine anderen Meinungen akzeptieren würde oder den anderen die Expertise absprechen würde oder sowas. Das verstehe ich halt immer nicht. Die fühlen sich angegriffen, als hätte ich gesagt, du hast keine Ahnung, weil du eine andere Meinung hast. Das ist ja gar nicht der Fall. Ja. Anbu hat auch zu ganz, ganz vielen Themen, zum Tuchel zum Beispiel, eine andere Meinung. Auch eine radikal andere Meinung. Das ist für mich auch völlig fein. Also, keine Ahnung, ganz wild. Aber wenn du so eine Größe dann hast irgendwann, jetzt stellt euch mal vor, du hast so eine Größe, wenn du dann noch sagst, der ist bei Funk oder sowas, und du haust dann so eine klare Meinung raus, ja, dann wird 50% das nicht teilen und wird dich wahrscheinlich gar nicht erst abonnieren oder sonst was. Ja. Siehst du ja bei mir. So Videos mit 37.000 Aufrufen, so, und hast 4.000 Abonnenten. Das heißt, ganz viele, die Videos gucken, teilen das halt nicht, fühlen das nicht und das ist für mich völlig fein. So, und gut ist, ja. Konnte ich das nochmal loswerden, sehr gut. Was hast du geschrieben, Rico? Irgendwas mit Frau und rote Haare? Ganz wild unterwegs heute wieder. Und Chico ist schon wieder total verwirrt. Meine Frage, warum ist in der Allianz Arena jetzt in der Nacht so eine bunte Festbeleuchtung an, wenn das Livecam ist? Ich denke mal wegen dem Rasen, wa? Rasenpflege oder was? Ich weiß es nicht. Haben wir Greenkeeper hier? Denk mal UV-Licht oder was für ein Rasen irgendwie. Da sind ja auch Sprengler da. Vertikulieren oder was weiß ich. Bin leider kein Rasenpfleger. Aber irgendwie sowas wird das sein, denke ich. Ja, Nachwuchsarbeit haben wir doch aber. Habe ich vorhin schon gelesen, diesen Take. So, wir haben keine Nachwuchsarbeit. Das ist ja Schwachsinn, haben wir ja. Cheatshow_Ron gifted it here 1 sub 2 Max Albert 8. They have given 2 gift subs in the channel. Chico, was ist da los? Vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub. Sollte Bayern eine Gehaltsobergrenze einführen? Nein.
Wenn, dann müsste das von der FIFA kommen. Verliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Du kannst ja nicht für dich eine Gehaltsobergrenze einführen und alle anderen Vereine nicht. So, dann wirst du ja keine Spieler mehr bekommen. Aber klar sollte man für sich selber, so wie es jetzt bei Fonsi ist, ja, sagen, so, das ist das Leistungsvermögen. So, da ist dein Gehalt, willst du mehr haben, da musst du den Verein verlassen. Das ist völlig legitim. Aber jetzt strikt zu sagen, wir haben eine Gehaltsobergrenze, macht halt auch leider keinen Sinn. Wir brauchen in Zukunft einen energievollen, jungen, strengen Trainer, wo alle Spieler Respekt vorhaben. Ganz egal, wer es sein wird. Nur bitte nicht Herr Klopp. Der Kloppo ist ja auch nicht mehr ein junger Trainer, oder? Aber welchen jungen Trainer, strengen Trainer, wovor Spieler Respekt haben, wie Müller, Neuer, Kimmich, den gibt's ja gar nicht. Haben wir beim Nagelsmann gesehen. Da kannst du ja nur über die Harmonie kommen. Ansonsten musst du ja schon so einen Alonso nehmen, weil der hat halt den Respekt durch seine Spielererfolge. Oder ein Zidane, aber Zidane ist ja auch kein junger Trainer mehr. Wenn du einen Wunschtransfer frei hättest, wen würdest du zum FC Bayern holen? Egal wen. Von Deutschland! Und vielleicht Europas! Ja! Das ist schwer. Da müssten wir jetzt sagen, egal unter welchen komischen Umständen, so Gehaltsgefüge oder Mannschaftsgefüge, ist schwierig so. Aber so Haaland, Mbappé wären schon Maschinen, denke ich. Aber würden halt natürlich gar nicht Gehaltsgefüge technisch oder typtechnisch zu uns passen. Ne? Cheatshow_Ron giftet it hier 1 sub 2 PAULOL 612. They have given 3 gift subs in the channel. Chico, vielen lieben Dank für deinen nochmaligen verschenkten Sub an Paulo. Wild. Vielen lieben Dank. Ich habe keinen Favoriten auf den Trainerposten. Kann ich mir auch gar nicht erlauben. Da müsste man mal ein bisschen mehr Einsicht haben, so, weißt du? Ich meine, Eberl ist ja jetzt da oder wird kommen. Ich denke mal, es wird da eine Pressekonferenz geben. Vielleicht werden da ein paar schlaue Fragen gestellt, dass wir so ein bisschen die Strategie raushören für die kommenden Jahre oder was man sich zumindest vorstellt. Ich denke, dann kann man vielleicht den einen oder anderen Trainer ein- oder ausschließen. Aber ansonsten ist das schwer. Ich würde ja so gerne mal eine Abstimmung haben, eine anonyme von den Spielern selbst, wen sie als Trainer gerne hätten. Weil wen wir haben wollen, das spielt im Endeffekt gar keine Rolle. Die müssen mit dem klarkommen. Das ist richtig, aber nochmal, da musst du ja erstmal auch schauen, wer ist noch da? Nächstes Jahr, weißt du? Du kannst ja jetzt nicht eine Abstimmung machen. Du könntest ja höchstens eine Abstimmung machen über von den Spielern, wo du weißt, die sind 100% noch da nächstes Jahr. Also wenn wir wirklich wieder nicht irgendwie jetzt diese ganzen gestandenen deutschen Nationalspieler aussortieren, dann wird der nächste Trainer wieder Probleme haben. Ja, es wird nicht reichen, nur einen Trainer zu wechseln. Es sei denn, du nimmst einen Trainer Hoeneß. Wie gesagt, dann kann keiner zum Uli gehen, sich ausholen. Alles andere, du musst halt auch jetzt den Kader ein bisschen durchwurschteln. Anders geht's nicht. Liebe Mara, lieber Kai, vielen Dank fürs Vorlesen meiner Nachricht beziehungsweise für die Antwort. Denkst du auch, dass Uli dem Verein mehr schadet als nützt? Durch ihn haben Spieler zu viel Macht. Ja, das ist schwierig zu sagen. Das weiß ich nicht. Ich sehe beide Seiten der Medaille so, weißt du? Das ist halt schwer zu beurteilen von außen. Das ist so das Problem immer. Wir haben Mutmaßungen, natürlich, klar. Aber wie es am Ende des Tages wirklich ist, keine Ahnung, was wären Olli und Brazzo jetzt noch da? Was hätte Brazzo alle Tuchel-Transfers umgesetzt?
zu was weiß ich für wahnsinnigen Gehältern. Und wir würden irgendwie durch Brazzo seine Art irgendwo dahin rutschen, wo der BVB mal war mit den Gehältern, was Schalke das Genick gebrochen hat. Dass das Mir-Samir-Gefühl weg war unterm Olli und so weiter. Hätte Uli da einfach zugucken sollen? Hat er da mehr geschadet oder mehr genützt? Schwierig, ne? Schwierig zu sagen. Dass die Spieler zu viel Macht haben, ja, das steht ja außer Frage. Deswegen sage ich ja, wir müssen uns von diesen Spielern einfach trennen. Dass es halt nicht mehr diese Spieler gibt, die den Trainer untergraben können. Ne? Da müssen wir hinkommen. Und das ist schwierig, natürlich. Aber da müssen wir hinkommen, dass es nicht mehr da ist, dass entweder der Spieler oder der Spieler oder der Spieler oder der fühlt sich scheiße unterm Trainer, rennt dann zum Vorstand, muss ja noch nicht mal als Uli sein und sonst was und ist da am Rumheulen und dem wird zugestimmt. So, davon müssen wir wegkommen. Und da ist halt die Hoffnung, Max Eberl, anders kann man es nicht nennen, dass der da vielleicht eine Linie durchzieht. Sollte Effe mehr in den Verein eingebunden werden, aber also was? Welche Qualifikation hat Effe? Ja, glaube ich, einen Trainerschein. Ja. Kannst du gerne in die Jugend so einen Mann stellen, ja. Aber wo willst du denn einbinden? Mit welcher Qualifikation? Weißt du? Das hat er immer schwer. Wer hatte diese Träume eigentlich zuerst? Das kann ich dir nie sagen. Ja, wo ist der GB? GB, setz dich mal ins Auto, fahr mal rüber eben, geh mal flitzen. GB ist nur ein Schwätzer. Ja, weil der GB schon eins geschenkt gekriegt hat, oder? Deswegen kannst du den kein Abo schenken. Ist Mara auch Bayern-Fan? Hallo? Ich hatte darauf schon geantwortet. Ach so. Ja. Dasselbe wie letztes Mal, oder was? Ja. Mhm. Nee, die Webcam ist natürlich während des Spiels deaktiviert. Dann siehst du nur die Webcam von draußen. Kannst aber die Leute stalken, die hin und zurück gehen. Ich strahle wie die Sonne? Immer wie eine weiße Sonne, oder was? Wenn ich anfange zu singen, dann ist die Süd leer. Ja, wenn du so gut singst, wie der flitzt, GB, dann passt das. Thiel ist aber kein Bayern-Fan, der macht diese Art, wie sie... Das ist ja auch wurscht. Ja, das spielt ja keine Rolle, ob er Bayern-Fan ist oder nicht. Wie gesagt, ich fand das Video auch okay. Nein, man kann keine Zufallsabos, Zufallsabos verschenken. Aber wenn derjenige schon ein Abo hat, dann steht er nicht zur Auswahl, Chico. Naja, Ronaldo ist auch keine wirkliche Diskussion gewesen bei uns. Jeder hat seine eigene Meinung, was Bayern angeht. Ja, na klar, das ist ja auch wichtig. Alle Menschen sollten ihre eigene Meinung haben. Und die auch kommunizieren dürfen. Die Frage ist immer geil, hast du schon mal Fußball gespielt? Nee, die Frage ist ja okay. Wilder ist ja, ja, aufgrund deiner Meinung, hast du noch nie Fußball gespielt? Das ist das Wilde. Die Frage ist ja okay, da antworte ich ja auch drauf, aber wild. Die Menschen fühlen sich nicht wirklich von dir angegriffen, sie wollen sich angegriffen fühlen, so ist es leider heutzutage. Ja, weiß ich nicht. Ist mir auch egal am Ende des Tages. Das juckt mich nicht. Guck mal, du hattest dann nach dem Greenkeeper gefragt. Der Matthew Urban schreibt, blau macht die Grashalme robuster, rot lässt sie schneller sprießen. In modernen Stadien bekommt der Platz heutzutage zu wenig Licht. Das erschwert das Wachstum und deshalb wird es künstlich beleuchtet. Ja, guck mal, vielen lieben Dank für die Aufklärung. Und ist auch ein schöner Hintergrund.
Das ist der Florian. Wurde dir auch gleich die Frage beantwortet. Ist doch super. Ja, man sollte generell, also, keine Ahnung. Ich meine, wenn man irgendwie... Ich überlege gerade, ob es irgendein Thema gibt, wo ich sagen würde, wenn ich mir ein Video angucke, der erzählt mir irgendwas, wo ich mich angegriffen fühlen würde oder das persönlich nehmen würde. Nee, wenn ich mich hier hinsetzen würde und würde jetzt über, keine Ahnung, über den Tide irgendeinen Mist erzählen, dass ich den scheiße finde, sonst irgendwas, dann könnte er sich persönlich angegriffen fühlen. So, ja. Aber wie soll man sich persönlich angegriffen fühlen, wenn ich meine persönliche Benotung... Also man fühlt sich ja auch nicht angegriffen, wenn man den Kicker aufmacht und liest, der Kicker gibt Note 5. Alter, fühle ich mich dann persönlich angegriffen, wenn ich das ganz anders gesehen habe? Also weiß ich nicht, was mit den Leuten nicht stimmt. Also, aber manchmal sind auch schöne dabei, da kann man sich echt schön ein bisschen drüber kaputt lachen. Manchmal ist es auch witzig. Nee, die blende ich auch aus, Forget Me, weil wenn du solche Leute hast, die irgendwas mit Erfolgsfans bringen oder Event-Fans oder du hast noch nie Fußball gespielt, dann weißt du, auf welcher Ebene die diskutieren wollen. Ja, da brauchst du nicht drauf eingehen. Das ist verschwendete Liebesmühe. Die blende ich aus und ist gut. Wenn da einer Kritik schreibt oder sagt, ich bin langweilig oder sonst was, ja, das ist okay, die kriegen dann eine nette Antwort von mir und ist gut. Aber auf diesem Niveau brauchst du gar nicht anfangen zu diskutieren. Das sind halt irgendwelche Leute, die einfach nur triggern wollen. Würde es auch geiler finden, besonders wenn ich Kinder hätte, wenn im Stadion eher schlecht gesungen wird, statt Leute zuzusehen, wie sie sich, nachdem sie auf der Busfahrt in die Arena sich schon so abgeschossen haben, dass sie kaum noch die Tribüne raufkommen, dort sich weiter volllaufen lassen wie ein Kohlewerk, einer nach der anderen rauchen und null aufs Spiel achten. Ja, ist leider... Ja, das ist ja, was ich sagte, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du... Ja, die kommen, was weiß ich, die kommen ja aus allen Ecken Deutschlands, so fahren dann da ewige Stunden und deswegen ist auch so, dass ich in keinem Fanclub bin. Ne? Das ist einfach, ja, wo man 20 war das alles gut und schön, ne? Da hat man das mitgemacht. Aber ich hätte jetzt keinen Bock, da mich 10 Stunden im Bus zu setzen und 20, 25 besoffene Idioten da rumgrölen zu hören und Alter, das ist halt einfach nicht mehr meine Welt. Ich stelle mich gerne in die Kurve, mache da Stimmung, ist gar kein Problem. Ich trinke mir auch mal 2, 3 Bierchen, ist auch kein Thema. Aber alles andere ist einfach vorbei. Ja. Früher war ich auch so. Ich bin früher mit dem Bochum-Fanclub gefahren zum Bayern-Spiel. 10 Stunden mit dem Bus voll auf die Tribüne. Ich war mal in Pokalspiel in Düsseldorf, wo ich die erste Halbzeit nicht mehr weiß. Ja? Kann man ja sagen. Ja. Ich habe früher eine wilde Zeit gehabt, was Fußball anbelangt. Gar keine Frage. Aber mittlerweile, nee. Ist halt einfach nicht mehr meins. Generell bin ich keiner, der sich irgendwie Kiste Bier hält bei mir, was weiß ich, 4 Monate, dann ist wahrscheinlich noch die Drittel abgelaufen. Also die Zeiten sind lange vorbei. Fragen über Fragen, bla bla bla. Genau, blau, das hatten wir. Zidane wäre in 15 Monaten auch wieder weg, weil der auch nicht zur FC Bayern Philosophie passt. Der möchte auch nur mit gestandenen Spielern spielen oder keinen Nachwuchsspieler machen. Ja, das hat er vorhin schon mal geschrieben. Kann ich persönlich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber dann wird man den auch nicht verpflichten. Ja, also ich denke, man wird ja jetzt auch gelernt haben mit der Tuchel-Geschichte. Man hat es ja auch kommuniziert, dass man sich Zeit lassen wird bei der Trainerfrage. Und der Verein hat es ja schon, wir haben es ja auf der Jahreshauptversammlung zusammen gesehen, gut ja klar kommuniziert, wie der Zukunftsfahrplan ist. Hat ja auch ein Freund kommuniziert bei seiner Vorstellung. Also steht ja außer Frage, dass das auch gewollt ist. Ja. Und dann wirst du ja nicht als Verein jetzt hingehen und wieder einen Trainer verpflichten, der das nicht möchte. Also ich denke, das wird klar formuliert werden.
Die Gruppe um Kimmich, Goretzka, Gnabry wird auch den nächsten Trainer verdrängen, wenn sich da nichts ändert. Ja, also entweder muss man die Spieler abgeben, ansonsten muss man ganz knallhart zu dem Trainer stehen und wenn er die Spieler für nicht gut genug erachtet, sind die auf der Bank und dann haben die auch nicht rumzuheulen. So, eins von beiden muss passieren, ja. Da gehe ich vollkommen mit, Antagon. Nee, den bekommst du auch nicht los, den Gnabry. Wer soll den kaufen, Alter? Außer Arsenal, wenn die einen Fiebertraum haben oder so. Goretzka ist bei dir 50-50. Ja, ich sehe den Goretzka-Fußball nicht bei uns, leider. Also seine Stärken, auch jetzt unter Tuchel, werden seine Stärken ja gar nicht genutzt. Wird natürlich auf den Trainer ankommen, der kommt, ne? Zu Manu Chili, ich fand ihn früher besser, er war YouTuber wie du und dann ging er zu dem öffentlich-rechtlichen Sender. Seither schaue ich ihn kaum noch, bis nicht mehr. Videos fühlen sich seither seltsam an, irgendwie schwingt durch oder mit Meinungsmache. Vielleicht bekommst du auch bald ein Angebot von einem Sender. Ja, Leute, was habt ihr denn für Vorstellungen, Alter? Du kommst doch nicht mit 5000 Abonnenten irgendwelche Angebote von irgendwelchen Sendern. Ja, und so viele Trainerstücke wie Müller schon gesägt hat, sollte er Werbung für Obi oder Hornbach machen. Das wäre auf jeden Fall, aber das wäre aber auch ein Müller-Move, oder? Ich glaube, der Müller wäre auch der Einzige, der es jetzt erlauben kann. Am besten so nach der Karriere. Leute, wisst ihr was? Ich habe ja an ganz schön vielen Trainerstücken gesägt. Obi, diese Säge. Ach, herrlich. Wild, ey. Ja, und dann so mit dem Take von der Hornbach-Werbung. Es gibt immer was zu tun, ne? Ja, es gibt immer einen Trainer abzusägen. Kauft euch diese Säge. Ach, herrlich. In jedem Verein der Welt gibt es jemanden, der mehr oder weniger was das Sagen hat. Wenn es zwei sind, kommen die Probleme. So ist es auch im Leben. Wenn du verheiratet bist, einer gibt meist die Richtung. Eieiei, Gerard, was ist denn da los? Also bei uns geben beide die Richtung. Wir sind aber auch nicht verheiratet. Vielleicht liegt's da dran. Also muss ich heiraten, damit ich mich durchsetze, oder was? Dass ich nur noch die Richtung gebe? Das wird niemals passieren. Ist ja wild. Ja, früher war das auch vielleicht so, Gerard. Da will ich dir echt zustimmen. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit oder in der heutigen Gesellschaft ist das auch, glaube ich, nicht mehr so. FC Bayern TV, wärst du interessiert? Ich bin doch beim FC Bayern TV. Ich habe Abonnent beim FC Bayern TV. Was soll ich denn machen beim FC Bayern TV? Soll ich die Spiele kommentieren oder was? Die sind schon ganz gut, die Jungs, die das machen. Die grauen, ja, deswegen sind die grauen Trends. Geil, oder? Und extra abgestimmt. Leider haben wir kein graues Trikot, aber wir haben ein silbernes Trikot. Aber das ist im Bilderrahmen, das müsste ich erst rausnehmen. Das wird noch besser passen dann. Muss ich mal machen für den Stream. Mach ich mal. Ach, herrlich. Was sagt denn die Uhr? Uiuiuiui, wir haben schon wieder überzogen. Ist ja frech. Plastikrasen ist scheiße. Ja, ist wirklich scheiße. Nee, 30 Jahre ist die. Nee, 30 Jahre. Nee, 30 ist zu viel. Lass mich kurz überlegen. 25 Jahre ist sie jünger. Weißt du, hier. Fuchs. Nee, eigentlich ist die Mara 50. Die hört sich nur so jung an. Das ist einfach ein Filter für ein Mikrofon. Nein, also, wenn die Mara ihr Alter sagen will, kann sie das gerne tun. Ich will das nicht tun. Lass mich mal eben rechnen. Elfer hatte als Trainer von Paderborn keinen Erfolg. Dafür hatte er im Trainingslager in der Türkei das nachts im betrunkenen Zustand gemeinsam mit seinen Spielern im Pflanzenkübel uriniert. Ja, Effe ist auch kein Trainertyp, Alter.
Ja, Gerard, das haben wir ja schon geklärt. Aber ist doch schön, ne? Es sieht doch echt stylisch aus. Man kann den Chat ein bisschen besser lesen auch. Finde ich ganz cool mit dieser Webcam. Geht ja nicht nur ums Vollsaufen, musst du ja heute auch noch leisten können. Ja, also wenn wir das Thema Alkohol aufmachen und Deutschland, Alter, dann was willst du dir da leisten können? Also ich denke, ich bin nicht drin im Thema, aber ich glaube, du kriegst immer noch für 3, 4 Euro bestimmt eine Flasche Korn, oder? Oder ein Wodka oder sonst irgendwas. Wenn du dir einen reinballern willst, dann wirst du da, glaube ich, nicht arm werden in unserem Land. Vor allem stell dir den Geruch vor in einem Bus voll mit Säufern. Ja, und dann stell dir vor, du fährst 10 Stunden hin oder 11 oder 12 Stunden, bist 3 Stunden da und fährst wieder 12 Stunden zurück. Das stell dir noch vor. Bei Bier bin ich die Stadtboden oben rein und unten sofort wieder raus. Ja, wenn du einmal anfängst, dann ist auch vorbei. Pass auf, was du sagst über deine Vergangenheit, die Mara hört zu. Auch die weiß alles aus meiner Vergangenheit. Vielleicht nicht alles auf den Fußball bezogen, ja, aber da habe ich auch keine Geheimnisse. Mach mir lieber mal einen Kaffee mit Schuss, statt eine Flasche Bier zu trinken. Ja, Bier ist ja jetzt auch nicht so das ganz Schlimme. Wenn es in Maßen ist und nicht in Massen. Goretzka unter Flick war eine Wand. Dann hat der Abbau begonnen. Ja, weil wir aber auch nicht mehr diese Spielweise haben, die für Leon gut ist, muss man ja ehrlicherweise sagen. Müller-ähnliche Werbekarriere wie der Waldi. Schaust du die Spiele mit Mara zusammen? Manchmal ja, manchmal nein. Laut Fabrizio Romano sind die Bayern im Gespräch mit dem Manager vom Matistel. Sie wollen ihn, dass er auf jeden Fall bleibt. Was ist deine Meinung? Könntest du dir vorstellen, dass er Abwanderungsgedanken hat? Ja, die hat er gehabt unterm Tuchel. Völlig verständlich. Ich glaube, es kommt darauf an, welcher Trainer kommen wird. Und was der Trainer ihm dann sagt. Ja, Fakt ist, er muss spielen. Er muss mehr spielen als die Saison. Er ist eine Riesenkanone. Es wäre super verschwendete Zeit. Ja. Wenn, keine Ahnung, dann muss man ihn ausleihen. So. Dann muss man ihn ja ausleihen irgendwo hin. Das kann für uns auch nur gut sein. Oder aber du musst ihn auch einbauen ins Team. Anders wird's nicht gehen. Also ihn zu verkaufen wäre mega dumm. Ja, das kann man ganz klar sagen. Dieses gerade von der Gruppe Goretzka und Kimmich ist Blödsinn. Die waren weder bei Kovac dabei und bei Flick und Nagelsmann noch weniger. Darum sind neue Aussagen lächerlich, da er und Müller. Also ich glaube, die Gruppe Kimmich-Goretzka kannst du den Haken bei Tuchel machen. Ja. Wahrscheinlich Unterstützung von Müller. Ja. Alle anderen, hast du vollkommen recht, gehen auf Müller und Neuers Kappe. Ja. Aber Neuer ist ein Tuchel super dankbar. Das ist ja auch völlig normal, ja, der ihn so direkt und ohne nachzudenken gesagt hat, du bist hier die Nummer 1, wenn du wieder da bist. Ja. Müller unter der Woche bei QVC im Heimwerkerbereich und am Wochenende bei Sky oder der Zone. Mein Take. Warum sind eigentlich in den Kurven der Nordkurve Stehplätze und in der Mitte nicht? So ein Schwachsinn. Ja, weil sie die weggemacht haben. Vorher waren ja Stehplätze da auch. Mara kann unmöglich 20 Jahre jünger als Kai sein, da ich ihn auf maximal 30 Jahre schätze. Manfredo, du sagst es, ey. Ich verstehe das auch nicht, warum die Leute mich älter schätzen. Weißt du, nur weil ich einen grauen Bart habe oder was? Er ist halt unterm Tuchel erst so grau geworden.
Sage ich nach 35 glücklichen Ehejahren aus Erfahrung. Okay, Gerard. Und wer hat die Hosen an bei dir? Die Frau, oder? Überleg mal, du kommentierst jedes zweite Heimspiel oder auswärts für irgendeinen TV-Sender und bekommst dafür 1000 bis 10.000 extra. Ja, möchte ich den Buschi machen, ey. Wie lange seid ihr zusammen? Kann ich dir nicht sagen, Chico. Das sind so Frauengeschichten. Ich hab's nicht mehr Daten. Ich kann mir noch nicht immer irgendwelche Geburtsdaten merken. 5 Euro. 0,3 Bier. Ja, Respekt. Frank, Namen zusammen. Ich finde es allgemein traurig, wie sich unsere Generation entwickelt haben. Kein richtiger Stolz, kein Feuer, keine Leidenschaft mehr zu sehen. Ja, das ist so ein bisschen, wie du schon sagst, so der Generation geschuldet, ne? Wir alte Säcke können das dann nicht so gut nachvollziehen, glaube ich. Ich glaube, so die neuere Generation, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn ich glaube, so die Kommentare, die dann so kommen, die ich vorhin mal besprochen habe, auch zum Thema Kimmich und so, ich glaube, die kommen dann auch eher von so dieser jüngeren Generation, weil die das einfach gar nicht so nachvollziehen kann, weil die gar nicht so mit diesen ganzen Typen, Kerlen und wie der Fußball früher mal war, aufgewachsen sind. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Diskrepanz dann, die man hat. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid. Ihr könnt ja mal alle euer Alter hier reinschreiben, wenn ihr mögt. Aber ich glaube, der größere Teil ist schon, ich bin mal vorsichtig und über 30, oder? Ich mache jetzt gleich Schluss in 3 Minuten, ja. Tell wird nächste Saison gesetzt sein. Es kommt auch ein Trainer an, ne? Aber sind ja doch noch ein paar Jüngere hier. Wahnsinn. GB69, du Quatschkopf, ey. Das Bayern-Problem ist auch ein Problem für die deutsche Nationalmannschaft. Gleiches Gerüst, so wird das nichts. Ja, aber wer fällt denn zur deutschen Nationalmannschaft von den Bayern? Das wird ein Musiala sein, das wird vielleicht ein Kimmich hinten rechts sein. Ich denke mal, ein Goretzka wird gar nicht erst eingeladen werden. Vielleicht fährt noch ein Sané mit. Ob der viel Spielzeit kriegen wird, wage ich auch zu bezweifeln. Und das war's. Ja. Ist der Sané nicht gesperrt? Also, da wirst du nicht mehr viel von Bayern sehen in der Nationalmannschaft. Mm, 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 mm. 34, 19, 53, 40, 30, 46, 69, GB, 33, 23, 44, 28. Ah, das war noch eine schöne Zeit. 39, scheiße, bin ich jung. Ja, guck mal, da fühlt man sich noch jung hier, ne? Bin in der Generation Lahm-Schweini aufgewachsen und sehr dankbar dafür. Kannst du auch sein, Daniel. Ja, Annemarie, dann alles Gute zum Geburtstag, ne? Okay, krass. Ja, auf jeden Fall mal sehr interessant. Ich bin 75er Baujahr. 13.08.75. Wenn ich bei FCB was zu sagen hätte, wäre Mara Pressesprecherin, du Berater. Mit einem dicken Gehalt, Dienstauto und eigenem Büro. Ja, das wäre schon wild. Gnabry kommt mit zur EM. Na, wer weiß. Ich habe so die Befürchtung, dass er sich nach 2 Wochen wieder verletzt. Kein Ei heute aus der Hose gefallen, ne? Kannst du mal sehen. Ja, Frank, das ist halt so, das ist ja auch so mein Alter. Das ist halt wild. Na, wenn man die Gehälter heute sieht, dann, das kann man ja gar nicht mehr wechseln. Mein Körper ist 34, mein Geist ist eher 14. Ja, zu meinem Geistalter sage ich auch nichts. Das ist,
Da sagen wir besser auch nicht zu. Ja, mit einem Rummeniger aufzuwachsen ist auch gut. Twins, schönen Abend. Ja, das ist doch schön. Wenn es unterhaltsam ist und witzig manchmal, ist doch alles gut. So soll es doch sein. Der nimmt den Neuer habe ich vergessen, stimmt, ja. Den wird er auch mitnehmen. Ob er spielt, bin ich gespannt. Ja, ich habe auch zu danken. Für mich war es auch ein super angenehmer Stream. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, Leute, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Der Montag ist ja schon mal geschafft. Freitag kein Stream, da wir spielen. Von daher erst wieder nächste Woche Montag. Ja, und wir hoffen mal, dass es erfolgreich wird, ne? Gegen den SC Freiburg. Mit 15 Jahre jünger als Lola. Sehr gut. Leute, schon 2 Minuten überzogen. Ich verabschiede mich mit dem wunderbaren, schönen Hintergrund. Komm, ich mache mir hier nochmal eine... hier. So, nehmt noch ein bisschen Einblick aus der Allianz Arena mit. Ich bedanke mich natürlich nochmal bei Thomas die Lokomotive und ich muss noch einen besonderen Dank loswerden an Lukas Scholl war's, oder? Warte, ich muss kurz mein Fenster öffnen, weil der ist nicht auf YouTube aktiv und so und hat mir aber mal eben schlappe 42 € über Ko-fi gespendet. Von daher einfach mal an dieser Stelle vielen lieben Dank dafür. Schon wild. Und so, danke Leute. natürlich auch an alle Follows, die reinkamen. Ne? Ganz klar, alle Follows, alle Subs, alles. Alle Leute, Bits einfach und danke Bots. für euren Support. Macht mir super viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß und dann ist doch alles schön. Und wir sehen uns auf YouTube auf jeden Fall die Tage, ne? Ihr kennt's ja. Der ganz normale Wahnsinn. Ciao, ciao. Tschüssi.